Liebe Gott, zwei Methode, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als heut. Jesus, Freunde, ausgesteckt ist, da gibt's Wendeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freunde, ausgesteckt ist, da gibt's Wendeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Was küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohr. Ihr hört halt Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Alles Backe spielt mir nach dem Pferdeschau. Die Quetschen klingt nicht super fein, die Konterbombe hintendrein. Und das Gesang klingt es da schon recht human. Drum Leilung, geh sexy, was küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohr. Ihr hört halt Lieder aus früherer Zeit und manche Wochen sind schon vorhanden. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe die Ehre. Grüß euch, Servus, habe die Ehre. So, wir begrüßen euch heute wieder aus dem Studio Donaufeld und ich bin original adjustiert in der sogenannten Krankensessel-Panier. Ich höre mal wieder auf, weil es mir nicht schon heiß. Ich habe mir gedacht, ist der nicht Hase? Nein, ist ja furchtbar heiß. Er schwitzt eh schon. Bitte. Nur, ne? Ich wollte damit eine künstlerische Demo machen, nämlich die Demo für die guten alten Krankheiten wie Verkühlung oder sonst was. Das gibt es ja heute alles nicht mehr. Ne? Seit der Corona-Geschichte hat keiner mehr andere Krankheiten mehr. Aber Nur du. ich hab's ausgefasst. Freunde, ich hab's ausgefasst, volle Wäsche. Also gleich vorweg, ich meine, Sie verstehst, wir haben es schon so viel gratuliert zum Geburtstag. Ich danke euch vielmals. Gestern habe ich gehabt 46 Jahre. Und ich meine, ich bin jetzt schon in einem Alter, wo man wirklich schon viel über Krankheiten reden kann. Deswegen fangen wir auch diese Pamlatschen gleich an mit einer Krankheit. Entschuldigung. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe eine, wie heißt das? Eine Zahnwurzelbehandlung habe ich gehabt. Und naja, und daraufhin hat man halt alles dann weh da. Und nachdem letzte Woche war ich in der Klause, nicht? Und aufgrund von irgendeiner Corona-Vorfälle oder sonst was war der Zahnarzt dann 2 Wochen. Jetzt habe ich dort nicht anrufen können. Naja, und heute habe ich einen Termin gehabt und mittlerweile hat man so schon so weh da und ich war am Sound. Ich habe so viel geschlafen wie in meinem ganzen Leben noch nicht, glaube ich. Ich bin original, ich habe gut geschlafen, immer gut geschlafen, bin aufgestanden in der Früh, bin aufs Häusl gegangen, dann habe ich mich hingesetzt, dass ich mich einstimme aufs Duschen, dann habe ich geschlafen. Hast du Zwischendugel gemacht? Lach nicht so viel, ja. Das tut weh, ich kenne das. Aber alles gut, alles Gott gut. sei Dank. Ich bin noch schwerst bedient. Corona getestet sind wir auch, das muss man echt dazu sagen. Ich glaube, wir sitzen in einem Raum ohne Maske hin und her. Und wir täten nicht dazu sagen, dass man, ob es stimmt oder nicht, ist an jedem wurscht, aber dazu sagen muss man es, verstehst du? Nein, Corona getestet. Das Einzige, was der Patrick heute damit annehmen kann, ist vielleicht eine Verkühlung. So eine Nebenhöhlenentzündung, so eine eitrige, weißt du?
Wieso? Ja, schön, aber Ja, das ist- glaube ich nicht. Ich hätte es ja schon letzte Woche heimgezahlt, wenn das gewesen wäre. Denke mal, ja, ich weiß ja, wo die aufzahlen. Wo hätte die aufzahlen sollen? Man ist ja Ja, hast du das ist alles von dem dich nicht Zahn. erinnern? Ja, genau. Nein, ist ja wurscht. Nicht so. Freunde, wir sind froh, dass ihr dabei seid. Wunderbar, dass du da seid. Wie gesagt, heute ein bisschen schandgebremst bin. Ich merke schon von der Stimme. Wird Und heute vielleicht nicht unbedingt vielleicht die Szene dauert, weil es ein bisschen kürzer sein, das Ganze. Aber ja, aber wir sind guter Dinge. ja, genau. Und so ich ist habe es. natürlich gesagt, nein, das machen wir schon. Der Patrick hat sich sofort bereit erklärt und gesagt, du, wenn es nicht geht. Also, da geht doch alleine eine aus Eibestal, nicht? Ja, und da haben wir natürlich echt erbarmt. Aus Eibestal unter den Eiben am Graben. Da haben wir euch halt erbarmt und da haben wir gedacht, nein, das kann ich nicht antun. Das ist schon wieder, das ist unglaublich, weißt Wir haben unseren IT-Profi auf euch loslassen. du? Nein, das war wunderbar gegangen, ich sag dir das. das geht nicht. Ich hätte das Handy als Kamera, da habe ich das gestreamt übers Handy und hätte am Computer mitgelesen. Übers MacBook. Und der Theorie ist gut. Weil die Kamera vom Dings besser ist als die. Patrick, schreit er lieber zum Anbotterling auf die Tee. So, Ich glaube, das ist Ich habe gescheiter. mir schon Gedanken gemacht. Heute, bevor ich die angeschaut habe, dachte ich, wie wäre ich das am gescheitesten machen von mir aus daheim. Kein Problem. Den riecht schön, hätte man gemacht. Ja, du hast es gemacht. Du hast es gemacht, das ist eigentlich keine Frage. Das weiß ja jeder Pavlacisti, weiß das. Wie ist die Einzahl von Pavlacisti? Pavlacisto? Cheese. Schreibt uns eine. Schreibt uns Aber eine. Cheese. Ich glaube, der Marinus Aber jetzt Cheese weiß da das. kann es nicht sein, Ja, ist weiblich, glaube ich. Du kannst nur O sein, aber Cheese da. Ich glaube. Oder? Der einzelne Pavlacisti. Ja, ich glaube, der Marinus Herzl weiß es, glaube ich. Marinus war sicher, ja. Bald die Besserung schreibt er, Dankeschön. Ja, so krank kann der Klausi gar nicht frech, wenn Ja. das nicht wäre, dass er nicht frech ist, der ja. Christoph Acker. Das stimmt. Das haben schon in den Spitälern festgestellt, wo ich clean bin. Na, furchtbar. Es ist jetzt so, bei mir ist es so, dass da gibt es ja diesen Begriff des Männerschnupfens. Nicht, wo man sich immer so verarscht. Denke mir, ja, das verstehe ich auch nicht, weil was für einen Schnupfen war oder sonst was. Da bin ich draufgekommen, ich habe, abgesehen von einem Heuschnupfen, also ich hab nichts. Ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal krank war in dem Sinn. So da niedergelegen, nicht? So richtig grocke. Keine Ahnung. Und wenn man das nicht gewohnt ist, ist das noch blöder. Aber wie gesagt, jetzt haben wir genug gesprochen. Aber warte mal, das ist Mit O hast du das. Pavlacisto. Da habe ich recht gehabt. Marinus da. Moment, ja, das kommt drauf an. Da müsste man dann eigentlich sagen, der einzelne Pavlacisto oder Pavlacista. Ja? Lo Pavlacista, La Pavlacista und I Pavlacisti. Wie Das habe ich, Pavlacisti, hab ich alles gelernt ich glaube von Marinus Herz habe ich das gelernt. Ja, genau. So. Beim Holz machen immer warm anziehen, sagt der Christopher da. Naja. Ja, das hat die Tipps. Habe ich nicht machen können, bist gescheit. Das wisst ihr, bei der letzten Pavlatschen, du bist zu mir gekommen, du warst 3, Ja, haben wir genau. gehabt 14 Grad, Ja, und dann haben wir gehabt, glaube ich, 1 oder Zwei. 2 Grad. und um 6. Das war Wahnsinn. Und der Sturm ist gegangen, das ist ja. Aber wie die ganze Nacht. Mir Am ist nächsten Tag in der Früh. das Holz, Lager gestellt. Holzlager gestellt, das ist noch nie geflogen. Und da bin ich wirklich Sturm erprobt, aber das war wirklich mächtig. Und da habe ich mir dann nicht gedacht, nicht, was das da, also auch wenn ich jetzt gut benannt bin, da kann ich nicht raus. Sicher nicht. Na, aber sicher Na, nicht. ganz sicher Wie nicht. meine liebe Frau sagte, dich übrigens auch recht herzlich begrüße. Elisabeth, du bist auch da. Mua, mit einem Küsschen. Jawohl. Elisabeth, danke schön. Danke euch allen für eure Glückwünsche. Ich habe so viel gekriegt, ich habe schon gesehen, früher waren auch schon so viel eine. Ich habe noch nicht so viel gelesen jetzt. Dann lese ein bisschen was, es Ja. macht ja nichts. Meine Eltern schauen auch zu. Pass auf. Und jetzt muss ich was sagen. Das muss ich noch warten, bevor wir Ja. auffüllen, das Glasl. Ja. Wenigstens brauchen wir heute niemanden an den Ofen erinnern. Christoph Acker, ich danke dir schön. Aber ich sage dir was, wie ich da jetzt krank da niedergelegen bin, ich war nicht eingeladen. Ich habe das alles mit der Zentrale, Ja, mit gemacht, Flüssiggasheizung. Ich habe mir gedacht, Jetzt müsste leer sein. na, ich hoffe nicht. Du, pass auf, meine Frau Mama mit ihren 80 Lenzen, die hat im Februar 80 gehabt und ist natürlich nicht faul, das wissen die meisten ja, und also die uns verfolgen, die wissen schon, nicht? Meine Mutter ist ja eine Künstlerin und die hat mir gemacht zum Geburtstag 2 herrliche Geschenke und das möchte ich sagen. Gleich, du musst dich zusammenreißen. Übrigens für alle Motorradfahrer mein Mundgelenk. Weiß auch, was einem Mopedfahrer gefällt. Was habe ich von ihr gekriegt?
Gutschein für einen Fahrtechnikkurs meiner Wahl. Und ein Flaschen Gin. Aber gut, pass auf. Schaut her. Das, Teil 1, oder ist ja wurscht, das ist ein Teil. Schauen wir die Sicht. Das ist ja mein persönlicher Favorit von den beiden. Ja. Das ist also ein altes Kochbuch. Es geht ums Essen. Es geht ums Essen. Ein altes Kochbuch ist ein Löffel, nicht? In so einem Gestell. Das wird die Küche wird das zieren. Ja. Und das andere, das ist was Leibend, das habe ich gefunden. Aber ehrlich, was meine Mutter draufkommt noch, was die für Ideen hat. Ne? Andere sitzen mit Oskar rum und nee, ist nicht schlecht und überhaupt und so, weißt und so. Aber nicht die Frau Mama, schau. Der Struwwelpeter, Ja. auch in einem Bilderrahmen mit einem Lesezeichen, das hat meine Mutter gekriegt zum 30er. Was jünger wie ich hätte. Wir haben 16 Jahre. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ja, großartig. Ja. Was sagst du? Nicht schlecht, gell? Von meiner Frau Mama, mit 16. Eine Künstlerin, wirklich, aber absolut eine Künstlerin, ja. Und da habe ich erfreut. Das ist ja eine super Geschichte. Vergiss den Daumen nach oben nicht für den Algorithmus. Meines Herzl, Dankeschön. Die Hätte ist auch dabei. Florian Marwehof, Christoph Acker, Landtal Stromer, Markus. Jawohl, Elisabeth Graf. Dann in der Schläge. Glas auf die Nebenhöhlen, Topfen auflegen. Das lindert Entzündung und gute Besserung. Danke herzlichst. Habe ich heute schon gehört von einem Freund, von einem Arzt. Der hat auch gesagt, du ja, das lindert Topfen auf. Aber es ist halt, wenn ich ein Backel Topfen aufmache, frisst es zusammen. Was soll ich machen? Ich kann nichts mehr auflegen. Ich kann dann die Alufolie, die Deckel kann ich auflegen. Mehr kann ich. Ja, aber das ist halt. Man kocht dann Kamillentee und den Kamillentee und abwechselnd mit einem guten Salzwasser inhalieren, das ist auch sehr gut. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ein Tablett auf dem Wein, naja, ich nehme jetzt meine Tabletten, jetzt weiß ich, was ich habe, da tut mir schon leichter. So, Patrick, wir können bitte schön zum Anbotteln. Man merkt, du nimmst Tabletten, du bist heute nicht durstig. Es ist, ja, ich wollte das nur mir klebt die Zunge bereits am Ja, der Gaumen. Matthias Mariacher sagt, schon mein Riesling wird warm. Ja, wir kommen schon. Der auch nämlich. Das ist Wir kommen schon. das Problem. Na gut. Unser nach wie vor, der Winzer Dauertester momentan, Weingut Graf aus Bullendorf, Adi Graf und Lukas Macherik. Diesmal jetzt der dritte jetzt aus dem 6er Karton. So schaut's aus. Und zwar der Riesling von der Leiten. Das ist noch kein 20er, das ist noch ein 19er, den wir da haben. Ja, Ich glaube, der 20er ist noch nicht. so wie auch der letzte Wein, ne? War ja ein 19er noch. Ne? Sondern ich war auch noch ein 19er, ja, genau. Ein schmeichendes Bouquet und ausgehende Zuckersäure spielt geprägt von einem steilsten Hang. Genau, das ist der steilste Hang. Im Weinviertel gibt es doch auch steile Hänge, man glaubt das kaum. Die sind zwar nicht sehr lang, aber Ja. können durchaus steil sein. Der Stufen halt, ne? Der Stufen. Ja, schon ein paar Meter. Längere Stufen. Aber ja, ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich habe den nicht mehr so in Erinnerung. Ich bin schon länger nicht gekostet, muss ich sagen. Er ist relativ säurebetont, was ich mich erinnern kann. Er hat relativ viel Säure. Ja, ich bin gespannt. Säure zugefügt. Ich bin sehr gespannt. Sagt er zu mir, ich bin nicht durstig. Und braucht eine Stunde, bis ein Wein aufmacht. Jawohl. Weil das geht immer, auch bei einer Verkühlung ist es nie ein Fehler. Wein ist nie ein Fehler. Was hat jetzt meine Hand gefühlt? Ja, ich weiß auch nicht, der klingt, dass da wir, Du sollst nicht so weit. wie wenn du der Kamel bist, das durch die Wüste reiten soll die nächsten Tage. Nur für ihre nicht. Na ja. Du wirst nur den Essig schmecken. Also die Säure wahrscheinlich. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohle, Prost. Zum Wohle auf euch. Auf euch, meine Lieben. Noch mal alles Gute noch einmal. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben uns eh schon gestern. Ja. Weitaus mehr Zucker, als was ich jetzt in Erinnerung gehabt habe, der 19er, okay? War ein leichtes Zuckerspitzel, gell? Und hinten kommt die Säure dann auch. Aber der schmeckt mir gut. Aber der ist fast, naja, Ein bisschen warm ist er. ob der ganzes trocken durchgeht. Oh ja, das schon. Oder kommt er mir jetzt nur so vor. Aber jetzt schon, ist schon recht fruchtig, zuckrig. Hm? Trocken ausgebaut, steht extra drauf. Ja, ja. Ja, naja, das glaube ich schon. Wahrscheinlich ist ein 19er, also der ist schon noch älter auch. Nicht so ganz. Die Jugend ist weg, kommt schon gut.
Und der ist relativ leicht, also den muss man jetzt nicht trinken. Ja, dann Länger hält der trinkt nicht man. mehr. Also Nein, nein, dann- überhaupt. Dann trinkt man. Meiner Meinung nach gehört der jetzt aus. Der Status Friesl hat sich ja einen gemischten Satz schön. DAC vom Weingut Höfler. Fritzl, Ein bisschen so tropische Frucht, wirst du heute nicht riechen. naja, ein bisschen riechen. Ich bin nicht ganz befreit von den Duften. Ah, Es steht davor, ich sage das live, dass ich nichts rieche. wo du ein bisschen Ja, anderen. da kommt es mir gleich anführen. Wenn du den Nebenhöhlen verändert, kann er nichts riechen. Nein, aber ich schmeck schon und ich riech schon, aber natürlich nicht so ganz sauber wie sonst, aber ja, Oh, der ist gut. Der ist sehr gut sogar, ja. ist gut. Taugt mir. Aber ich glaube zum Beispiel zu meinem Vater, der Wiege das hier sich gar nicht mag, dass ihm der vielleicht ein bisschen zu, also für den Hardcore-Trockentrinker, Na, der Elisabeth schmeckt ja nicht meiner Frau zum Ja? Beispiel, das weiß ich nicht. Denn die mag einen Chardonnay nicht so ganz, die hat gerne einen Welschriesling oder den grünen Veltliner. Grüne Veltliner alle, ne, vom Adi. Ja. Die verschiedensten, aber das ist schon, der Traminer schmeckt ja auch nicht zum Beispiel vom Adi. Der hat da wirklich eine Zuckerspitze dran. Daniela Also Schlöge, fürs Weinviertel eigentlich, hätte es früher nicht so gegeben. Also, die Daniela Schlöge ist arg. Weil die weiß, geht schon darauf hin, Metaxa tötet alles. Ja, Männer, den was ich da hab, grundsätzlich weiß ich nicht. ich sagte, das ist kein Mittags bei dir. Ja. Der Stahl statt Fingerstyler und ich haben uns die Tage mal gefragt, ob eure Strohbühne schon frei ist. Also Marvihof. Jetzt habe ich überlegt, oder was, Florian, was redest du mit mir da? Die Strohbühne, ja? Na ja, gut. Na, herrlich. Herrlich. Ja. Ich meine, das war das nächste Geschichtel, was dann war. Ich meine, verstehst du, jetzt hast du so eine Nebenhöhlenentzündung und alles. Okay, das schiebt das ja auch Gott sei nicht, Dank aber- auf der linken Seite nur. Und jetzt bin ich testen gefahren, nicht? Dann am Samstag, weil ich ja am Sonntag dann heimgefahren bin. Sprich, den gesperrten Bezirk verlassen und für den Zahnarzt habe ich jetzt auch einen Test braucht. So. Jetzt bin ich so gefahren testen. Ich dachte, bist du da? Habe ich gesagt, nein, nehmen wir das rechte Nasenloch. Jetzt, wenn es da unbedingt bin, schon. Nennen wir es beim Namen schon Arsch. Jetzt fährt mir der da ein. Ne? Alles in Ordnung, haut hin. Ich fahr heim, verschwitzt, aber ich zieh mich um, ne? Wir waschen. Was das Genau, aber das richtig eh her- nicht wissen. Nein, so was das, also das Ding machen ist gemütlich, nur die Decken wieder drüber, nicht, setz mich her, ne, drei Musi auf und haben wir einen guten Soft eingeschenkt. Ne. Geht schon, ding, nicht, das SMS kommt schon mit dem Ergebnis. Was ist drauf gestanden? Ungültig. Na, Alter. Na gut, bin ich wieder umgezogen. Ne? Deck wieder weg, umgezogen. Wieder runtergefahren nach Kirchschlag. Wieder reingefahren in die Nasen. Also wenn schon Titanic, dann erste Klasse. Das muss man echt sagen. Die Klaus geht sogar Briefgeheimnis, das war für Marvihof über Florian. Das kannst du dann nicht schreiben über den Chat. Das ist ja fast, das ist ja die Passena. Das, was im Chat gesagt wird, ist wie wenn es bei der Passena trotscht. Ja, genau. Da muss ich mehr singen heute. Der Christoph hat vollkommen recht. Ja. Den lieben Augustin, ja, nein, das ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Der Patrick muss heute singen, sagt der Christoph heute da, ne? Das tut mir helfen. Andreas Christiner, Tee, was sagt die Marvihofen? Was willst du jetzt mit dem Tee kommen? Redet sie ja nicht über mich, weil wieso sollte ich jetzt einen Tee trinken? Vielleicht trinken wir einen anderen Tee, so einen Redet sie Kräutertee. nicht mit dem Mann? Ein Jagertee. Aber wahrscheinlich ein Jagertee. Das zahlt sich aus. Ja, das zahlt sich wirklich aus. Ansonsten, Ich kann mich erinnern, heuer einmal im Winter den dritten Jagertee getrunken und noch beim vierten ist finster gewesen. jetzt sind wir gleich das Haber auf. Daheim, Das war- da sind wir nicht die Stirnhöhlen auch noch zum Schluss. Da Ich verschlechtert hab das einmal im Jahr, ich hab das aber alles. Das sind Wagen und Stirn, das alles. Das kommt, weiß ich, vor 30 oder Okay, so. das ist nicht leibend. Thomas Bastler ist auch dabei. So, jetzt spielen wir was. Weil jetzt haben wir echt genug drangsaliert Ja. mit den Gadgets, aber das darf man sich erlauben. Als quasi Geburtstagskind, 46 Jahre, darf man über Krankheiten reden. Das haben wir jetzt abgehakt. Das ist Das erledigt. ist genug. Ja. Jetzt Ich können wir gehe wieder. übrigens am Donnerstag zum Arzt. Das Ja. Eine Blutkontrolle steht einer große. Bei dem Haus- und Leibarzt. Haus-, Hof- und Leibarzt, wie ich immer sage. Genau. Genau. Eigentlich seines Zeichen Neurologe, Psychologe, Psychiater.
Das ist das Beste. Der Michael Ahammer sagt, warum soll der Klaus einen Tee trinken? Das ist wirklich. Das tut aber interessante Fragen. Ja, das geht schon. Den Griechel Schnaps Das ist die einzige Art, wie ich einen Tee runterkriege. Ich liebe Tee. Also Ja, ich sowohl den Tee, also Tee und als auch Fusion. Nein, am liebsten, wenn dann so ein Kräutertee, aber ich werde nicht warm damit. Das ist halt also, ja. Aber trink wenn dann einen Kräutertee. Wenn dann einen Kräutertee hin und wieder. Oder wenn es es ergibt, ne? Wenn man so zusammensitzt und so dann auch gemacht. Oder wenn man gerade Kräuter hat, frische zum Beispiel. Muss man auch gerne. So, aber pass auf, jetzt für die Susanne machen wir dann natürlich. Für die Susanne Boom machen wir natürlich dann das Fiakerlied. Das ist einmal ganz klar. Das machen wir ganz klar, Susanne, das machen wir da. Aber vorher, das ist eine interessante Frage von Rudi Korbes. Was ist eigentlich dein Lieblingslied, Klausi? Also Wiener Lied nehme ich an, meinst du? Nicht so einfach, gell? Das war nicht gefragt, wie was sein meine. Nein, kann ich wirklich nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Ich verstehe. Also das Lieblingslied. Ja. Ich kann sicherlich ein paar aufzählen, wo ich sage, ja, das sind so meine... Aus diversen Gründen nämlich. Ja, Die man dann, ja, das, also, ob es dann jetzt gibt's- dringend waren, die mir gut ja, gefallen. es gibt die Gattung, dann Ja. gibt es die Gattung, wo du sagst, das ist zeitlich. Zeit, ja, Also genau. das ist jetzt halt eine Zeit lang, Ja. gehört das zu meinen Lieblingsliedern, aber das Mhm. variiert. Aber was würde ich sagen? Eins ist nicht das. Nein, kann ich gar nicht sagen. Weil wie soll ich sagen, die Gattungen im Wienerlied so unterschiedlich sind. Und darum sieht man so aus jeder Richtung eins oder so. Ja, aber selbst das ist ja Das fast ist schon schon jetzt schwierig. so Gell? schwierig. Also, Das ist ja ja, fast, verstehe. der Rocker! Muss sofort. Habe ich gesehen, vor dir. Oh, Oder oh, gleichzeitig. ja, Gleichzeitig. ja, ja. Also, wir nehmen es gleichzeitig. Nein, heute hast du alles recht. Heute hast du Ja, alle recht. Rechte. Heute hast du alle Rechte. Klaus. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Heute alle Rechte. Einmal im Jahr habe ich alle Das Rechte. ist 364 Geburtstag. Tage kannst scheißen gehen. Nebenhöhlenentzündung. Der war alles. Ja. Fast. Wurzelbehandlung. Nebenzellen. Wie heißt das? Nebenhöhlenentzündungen. Viel schlimm. Nicht so wahr. Nur über mich kein Gerät. Ja, wurscht, vergiss mir nicht. Der Rock H. hat uns reingehauen. 16 Genau, so Euro. ist es. Ich danke dir herzlichst. Danke für deine Geburtstagswünsche. Alles Liebe. Wir Danke. trinken Hauptsache Wein. Hauptsache Wein. Mhm. Aber ich bin nur am Überlegen. Das ist gut. Was sagt der Fritzl-Status? Warmes Bier soll auch helfen. Fritzl, das ist mir wurscht. Wenn ein kaltes Bier schmeckt, bin ich lieber länger krank. Aber ein warmes Bier geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nein, das geht nicht. Nein, Die Spinnen, die Briten, fällt mir da nicht. nein, das geht. Tänzmanke, Klausis Lieblingslied, Christoph Acker. Nein, ich muss jetzt gut, lass mich mal kurz Ja, überlegen, ja, bevor wir das ja. für Ackerlied spielen für dich. Weil es gibt schon zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Gattung Klassiker, ist zum Beispiel sowas wie Stolz mit einer Rosensteuer Mhm. oder eben auch das Fiakerlied, also diese Klassiker, Von den Klassikern Da habe ich kennen schon quasi ein paar meins, dazu. das ist mein Mutter war Werner. ist auch zum Das ist Beispiel. meins, von den Klassikern jetzt auch ich sage, ja. Aber es ist ja natürlich auch eine Stimmungssache, aber ich sage jetzt einmal grundsätzlich. Grundsätzlich. Also ich würde einmal sagen, ist ja wurscht. Ich riskiere einfach mal eine Aussage, die wahrscheinlich so nicht 100% stimmen wird, aber damit halt was gesagt wird. Weil man was sagen muss. Für mich war es ein Rodiner. Herr oder Stark. Ja, ja. Obwohl es ein Rotroschen Obwohl es ein aus Rotroschen viel, aus ist viel, eigentlich, so aber- viel. Ja? Es ist so ein. Ja? Ja. Ich weiß nicht, das Ja, der Fritzl, das liebste Lied von Klaus ist, warum ist es am Rhein so schön? Ja, klar. ist meins. Das ist seins. Das ist meins. Das haben sie ja gesagt. Sagen Sie mal, spielen Sie mal, warum ist es am Rhein so schön? Vorhand, dann war es das. Ein unangenehmer Zeitgenosse, der diese Frage stellte. Naja, ja. Furchtbar. Tu dich nicht auf das aus, wir reden jetzt vom Positiven. Wir haben bereits Eben. das Negative. Wobei, Christoph Acker gefällt mir schon, weil Klaus hat Geburtstag hat, gestern hatte, liegt Süden heute bei der Karte unten. Bravo, Christoph! Christoph, du kommst noch in die Box. Aber ey, bist du so. Übrigens, Christoph, der Adi lässt dich recht herzlich grüßen, der Herr Graf Adi, gell?
Wir waren heute beim Adi einen Wein holen. Ja, weiß ich. Na, herrlich. Ja, der Georg Scheuermann, das Messing. Nein, das ist kein Lieblingslied von mir. Das ist ein Lied, das ich sehr schätze, das ich gerne Ja. spiele, das mit Schätze ich dem auch ich sehr, viel ja. verbinde, Mhm. wenn das Messing schon glanzt. Aber ich will, das fällt jetzt nicht zu meinen Lieblingsliedern ein. Da gibt es noch ganz andere. So, pass auf, jetzt machen wir es aber, wenn wir schon so reden. Instrumental weiß ich auch was mir sehr gut gefällt, das sind die D-Tanz und die D-Tanz. Ja, weiß ich nicht, ob du, ja, das ist aber Instrumental, Exequo. Exequo eigentlich, die zwei. Ja, ich kann nicht sagen, welches mir besser gefällt. Aber dann hast du sowas wie Wien bleibt Wien. Nein, es gefällt mir nicht. Nein, jetzt das gefällt spielen mir wir nicht. auch nicht. Also, das ist der Grund Ja, wahrscheinlich. ich glaube, die spielen wir nicht, weil wir nicht kennen. Nein, Also, was nein, nicht den willst. Den will ich nicht, so, das ist das Problem. Das weiß ich jetzt, seit 26 Jahren. Das ist ja Wahnsinn. Wir spielen in Ledermarsch, in alten Ledermarsch. Und sie sagen, Ja. ich bleib nicht. So. Nein, es ist nicht so. Nein, gefällt mir nicht. Aber, Wo es natürlich ein Klassiker ist. Ne? ja, das ist für mich schon. Ja, das ist für mich schon. Ich hab heute, weil ich ja jetzt in der Ruhe mich befinde, nicht ein bisschen sozusagen, mehr oder weniger. Da habe ich mir heute hingehabt und haben mir heute ein paar so Sachen wieder so angehört. Nicht? Und unter anderem Berliner Philharmoniker mit dem Donauwalzer. Nicht? Vikarian oder? Nein, neuer. Ah, okay, ja. Aber auf jeden Fall, ich finde das manchmal ganz, weil ich meine, Berliner Philharmoniker gehören zu den herausragendsten Philharmonikern, also absolut herausragend. Ich bin natürlich herzlichst den Wiener Philharmonikern unendlich verbunden, aber also, das ist ja in der Musik, es ist ja keine Konkurrenz. Nicht? Es gibt ja nicht die Hierarchie, was ist das beste Orchester oder eben auch, was ist das beste Lied oder das schönste Lied, sondern das ist so, da gibt's einfach Klassen. Und dann hast du halt Musiker oder Orchester jetzt in dem Fall oder Lieder, die kehren in die gleiche Klasse. Aber auf jeden Fall, und das finde ich dann immer recht leibend, weil natürlich Walzer, Straußwalzer, da kommst du natürlich an die Wiener Philharmoniker nicht vorbei. Dennoch lustig, interessant, Berliner Philharmoniker, wahnsinnig gut gespielt. Und es ist wie halt das, und ich sitze, und das ist halt auch schon eine ausdroschene Nummer, aber ich sitze oder liege so halb, leidend, nicht, was die Männerschnupfenpartie, liegt da nicht, und da rennt der Donauwalzer an. Die Einleitung ist schon so. Na, alles, von vorn bis zum Schluss. Es gibt nur eine Stelle, wo ich dann wirklich irrsinnig traurig bin, das ist der Schluss. Und so ist es nicht. Ja. Das ist so ein erhebendes Stück, so ein Geniestreich, dieser Walzer. Und natürlich halt unter Atrosch. Manche sagen, ich kann ihn schon gar nicht mehr hören. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist für mich eines der, und das war für mich ein Lied, wenn ich jetzt im Ausland bin und ich höre Donauwalzer, aber das wird wahrscheinlich mit viel Straußwalzern so sein, wäre wahrscheinlich Feuchte Augenbrauen. Weil das echt für mich so, das ist das für mich Ding. Aber wir schweifen ab. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einmal das Fiakerlied für die Susanne und dann machen wir, weil wir jetzt davon schon reden, für die Lieblingslieder, dann machen wir dich noch das Messing, weil schon der Georg Scheurer das angesprochen hat. Muss man schauen, ob noch wer andere das gesagt hat. Auch noch. Dann haben wir noch geredet vom Herbert Starr. Ne? Ich würde sagen, die spielen wir jetzt, da wollen wir schon für die Lieder reden. Ne? Machen wir es Werner Gmiedati drauf. Dann machen wir es Werner Gmiedati. An Auszug. Davon. So. Die Karte ist auch dabei. Jawohl. Nein, ich glaube, das haben wir eh. Haben wir was versandt? Nein. Na passt, dann so machen wir das. Die Blumen sind Gemeindebausteine und sind weiter. Das fällt nicht nur den Lieblingsliedern. Also, nicht nur den Wiener Liedern zumindest. Das ist lustig, ja, eigentlich das Wien bleibt Wien. Und was dann das heißt, ist fast das Gleiche. Ne? Ja. Der dritte Mann, das war ja ein improvisiertes Stück. Das hat er nicht geschrieben, der Anton Karas. Nein, Das hat er improvisiert. Auf Losschweden spielt das dann den Teil. Großartig. Da hat damals der Produzent vom dritten Mann hat ihm hingesetzt und dann hat er den Kinofilm rennen lassen und der hat unten improvisiert mit der Zither dort gespielt.
Hat einfach gespielt. Ja, Und so ist unter Karas anderem. wollte das schon hinhauen eigentlich. Er hat gesagt, nein, die Filmmusik, fällt nichts Gescheites ein. Kann das Carol Rieder haben gesagt, ja, unbedingt. Und so, nein, dann tagelang schon. Und der hat gesagt, nein, wurscht, ich brauche das Geld nicht, das wurscht, das fällt mir nichts ein. Einfach, ne? Und der hat gesagt, setz einmal noch den Film anschauen und spiel einfach so ein bisschen da hier und die Zitternummern. Und so ist das dann entstanden eigentlich, das ganze Geschichte. Ne? Aber es ist wirklich Ganz so witzig, nicht, wirklich ist ja eine gute Geschichte zu mit Geschichte, aber Ja, nein, nein, es gibt das schon- ist schon- das das ist ist schon- unabhängige Leute sagen, dass das so war. Ja, das hat gibt den schon. Finger Ja, habe ich auch schon gesehen. Und nichts im Glas natürlich. erhoben. Gute Klassik geht eine, sagt der Straßenhans. Ja, das ist wirklich. Ja, aber habe ich oft, dass ich daheim sage, ziehe ich mir dann schon eine. Nicht? Also vor allem so mit Bach, die Goldberg-Variationen, das ist wirklich was Erhebendes. Erhebendes. Das wohltemperierte Klavier. Wunderbar. Ja. So, lieber Michael Ahammer, danke schön Danke. für 15 € und natürlich, da haben wir jetzt eine Herausforderung. Hm? Ja, da haben wir jetzt eine Herausforderung. Ein Michael Ahammer meint, wenn der Herrgott nicht will. Und das können wir natürlich Das muss ich nicht. vom Blatt spielen, das kann ich so nicht. Ist es in der AKN drinnen? Ich glaube schon, hm? Aber ja. Ich vermute Aber schon. ja. Aber ja, da muss ich wieder. Entschuldigt. Haben wir gleich. Das haben wir gleich. So, Michael Ahammer, das spielen wir da. Hey Mann. Das deppert die. Ich sehe so, nicht doppelt, aber so ein bisschen Verschwommen. komisch, ja. Du pass auf mit den Medikamenten. Ich sollte mal schauen, was ich da nehme, oder? Nein, so schlimm ist das nicht. So schlimm ist, glaube ich nicht. Wie heißt das Ich Lied? habe jetzt aber gesagt, wir spielen ja was anderes. Ja, aber ich tue mich schon vorbereiten. Wenn der Herrgott nicht will, da habe ich ihn schon. 44. Im C wahrscheinlich. Naja. Was da geht's wahrscheinlich. Naja. Aber den Anfang da hat noch Jetzt kannst du aufzeichnen. In F. In F. In F. Hat nur A, B. In F. Das bringen wir dann schon hin. So schlimm, aber Das zuerst ist fangen wir natürlich nur einmal. Ne? Lassen wir es kurz anschauen, dann Speicher ist bereits einmal abgeistigt ungefähr. Ja, speichern wir. Speichern. Jetzt hören wir kurz noch einen Schwank aus deinem Leben. So hat der gewaltige auch gesungen, sagt der Michael Ahammer. Das kann schon sein. Wander her, dort bedeutet uns das Gott. Das weiß nicht, das haben wir nie gespielt. Ja, gut. Herr Christoph Acker, wenn ich 20 € in den Topf werfe und Dance Monkey schreibt, was passiert dann? Gelbe Karte? Nein, ich sag, danke der Chef, die Danke, 20 Chef. €. Wir sind ja höflich und danken. Ne? Dance Monkey. Ich weiß ja gar nicht, ich kenne das ja gar nicht so. Genau, sei nicht böse, nicht nervös. Na gut, Marco Cinelli Der hat sich auch Text dazu ist ganz gesagt. Brandwein, der Text ist nicht so das Problem, aber die Harmonien da in dem Stück sind etwas. Ja, das ist ein bisschen vom Ernst Arnold, ein großartiger Komponist. Komponist, ja. Der hat viele Sachen geschrieben. Text, Schauspieler auch gewesen erst. Ja. Alles, der war Nein, aber ja der- so universal. Ernst Arnold hat Lieder, viele ja. Lieder geschrieben, viele Lieder. So, aber wir fangen mal an, das ist ein klassisch. Jetzt einmal, weil die Susanne Bum war schon längst drauf. Ja. Das Fiakerlied. Achso, geht das ja. Seit 25 Die Jahren. 4 zwei Rotten, mein Zeigel steht am Grund. Ach so wie die 2 Trotten, wenn's nicht bald gesehen haben. A Peitschen, na das gibt's nicht. Ui, es hast du nicht schlagen. Das Höchste war ein Schweizer, sonst reißen sie mir den Wohn. Von einem zum Lusthaus Forest in 12 Minuten hin. Da springt man kein zu den Galopp, da geht's nur rüber, trupp, trupp, trupp. Wenn's noch so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch hab, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann er jeder werden, aber fahren,
das können sie nur in werden. Mein Stolz ist, ich bin heute ein Nichtswerder Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle dort findet. Mein Blut ist so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin heute Pfiff, ein Nichtswerder Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt. 50 Jahre stehe ich am Stand. Der Kutscher und seine Zeige waren alle fest beieinander. Und kommt's einmal zum Anfahren, und da wäre ich dann begraben. Dann spannt's mir meine Rocken und fühlt's mich übergraben. Dann lasst's es aber laufen, führt's mich in Trab hinaus. Ich möchte nur sagen, nur den Schritt. Nehmt's mir nicht ein wenig eine Kreuzung mit. Das ist ein Muss, das Umziehen ins allerletzte Haus. Und Leute, so ins noch merken, an Fiaker führen's hinaus. Und auf mein Grab steht, wo soll ich stehen, dass die Leute deutlich sehen. Sei stolz aber, er war heute ein Nichtswerder Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle dort findet. Sein Blut war so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, er war heut ein Nichtswerder Kind. No? Gustav Pieck, einer der großen Komponisten, war wie so viele andere halt auch gut. Und natürlich war es das dann, ne? mit den Nazis, wie es dann gekommen sind. Ne? Ja, da viele leider, naja. So, was haben wir da? Ja, Johanna Duschl wünscht auch noch alles Gute zum Geburtstag. Mach eine Verbeugung. Ich danke dir schön. Johanna, ich danke dir recht narrisch, ganz lieb. Danke dir schön. Ich habe gerade gelesen, der Thomas Faber schreibt, super Bursch, man dürfte den auftreten. Ja, wenn nicht das war's. Wenn nicht das war's, lieber Thomas. Ja. Nein, es ist das mit Singen, danke schön. Das mit Singen ist ja so, Singen bereitet mir bei dort weniger Schwierigkeiten als das Reden. Obwohl ich viel rede. Das ist ja Reden. Aber ich tue mir halt schwer, ich kann nicht die Pappen nicht halten. Was soll ich machen? Ich merke es, was machen Ich wir rede. nichts. Das ist schön. Wenn ich reden will, rede ich. Die Hähne schreibt gerade, Klausi Stimme hat ein interessantes Timbre. Ja, was nicht. Lee Marvin auf Wienerisch. Der Straßenhans schreibt auch gerade, wäre heute eine spannende Aufnahme mit dem Timbre. Mir gefällt es nämlich, aber. Das Ich kann nicht immer so eine Stimme Versteht? haben. Ich kann das nicht immer haben. Mir fährt der Schlagbohrer durchs Hirn. Nein, aber es ist tatsächlich so, weil die Singtechnik eine andere ist. Ich meine, ich kann ja das natürlich so reden, wie singen, aber das fällt mir schwer, das habe ich nicht geübt. Ne? Aber wenn ich natürlich singe, habe ich ganz andere Technik und dann strenge ich mich nicht so an, dann geht das schon irgendwie. Ja. Aber auch nur eine Zeit lang wahrscheinlich. Ne? Lukas Macherek ist am Start. Endlich ist er da, wird alles schon präsentiert worden, heute der Wein vom Adi. Nicht? Ich habe auch schon vermeldet, dass ich heute dem Adi bereits mal wieder Nachschub von Wein geholt habe. Also nicht für die Verkostung, sondern für private Zwecke. So, der Matthias Mariacher weist auf was ich habe einen Fehler gemacht. Nämlich der Gustav Pieck ist 21 gestorben, stimmt? Ja, Er hat die Nazis nicht erlebt, das stimmt. Nein, was ich mich verwechselt habe, ist, dass das Lied verboten wurde. Das Fiakerlied wurde verboten und den Nazis, weil sie immer Jud geschrieben hat. Und das war natürlich viel. Und da gab es ja diese Geschichte, wie der, weiß ich nicht, sogar der Behörden ist ja Hochsviech, der Göring oder der Himmel, einer von den zwei Truppen, ist gesessen im Schmidhansl. Große Soiree. Und der alte Schmidhansl hat Wiener Lieder vortragen. Und da gab es diese eine Begebenheit, die überliefert wurde, wo er dort in der Lied gesungen hat, was aber auch ein Halbjude was geschrieben hat, weiß ich nicht so. Ja. Und wer war denn der Göring, Goebbels, Göring, Himmler, einer von diesen drei Bonzen. Und der sagt dann zum Schmidhansl,
Das war aber ein sehr schönes Lied. Ne? Und er hat dann irgend sowas drauf gesagt, ja, aber ja, warte, wie war denn? Wer hat denn das geschrieben? Oder haben sie noch so ein Lied drauf? Oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall haben sie gesagt, ja, das war von einem Juden und die anderen Lieder, oder von einem Halbjuden und die anderen Lieder sind von einem Juden. Also die haben es alle verboten, also die kann ich nicht vorsingen. So in die Richtung, aber mit relativ scharfem Ton. Ja. Und da hat die Mutter, also also die Frau vom Schmied Hansl, die Mama vom Hansi, die lang, glaube bis in die 70er, also in ihre 70er Jahre eine mit dem Golf, auch mit dem VW Käfer gefahren ist. Mit einem Also bis in die 80. Oder 80. Nein, bis 90. Nein, so etwas dann nicht. Die So ist bis aber zum nicht mehr Schluss gefahren. gefahren bin. Nein, den hat er ja weggenommen. Der hat sie sich nicht lassen. Nein, aber den hat er ja dann weg. Aber auf jeden Fall sehr hoch. Mit einem roten VW-Käfer. Ja, mit dem hohen Alter mit dem VW-Käfer. Ist die Frau Schmidt gefahren. Die ist vorgefahren in der Schulgasse mit einem Schwung. Ja. Er packt mir lieber. Ja. Und der hat damals gesagt, also dass damals mein Mann nicht verhaftet, haben wir gesagt, das wundert mich bis heute. Weil er hat so richtig angefahren und gesagt, ja. Und das Lied ist auch von einem oder so irgendwie das. Und ich glaube, dass das nicht sogar das Flakerlied war. Irgend sowas. Also, oder was ein Leopoldi oder Löhner. Nein, ein altes Lied war das. Und die Geschichte. Und die Neichen hab's alle, die hab's alle verboten, die hab's alle weggekramt. Irgend sowas in die Richtung. Also es ist richtig scharf angefahren. Ich hab's leider nicht mehr original jetzt, diese Anekdote. Aber die war schon ziemlich massiv. Da hat eben die Frau Schmidt, also da habe ich mir, da hat uns oft erzählt, dass da nicht. Die war damals noch gar nicht dabei, weil die war die zweite Frau vom Hansi. Ja, aber die Mama vom Hans. Aber die Mama die war Geschichte wird ja. halt. Ja, die Geschichte wird wird halt erzählt. Ja. So. Ein schneller Freimann ist bewegt, ja klar. Natürlich. Repp uns was vor, Klaus, was er damit leichter tut, das sicher nicht. So, was haben wir noch? Jetzt haben wir eigentlich wo du bitte hin? Ich merke schon, ich bin heute nicht Multitasking. Du darfst heute alles, habe ich gesagt. Ja. Da mische ich mich gar nicht viel ein. Alles ist gut. Heute darf ich alles, sonst tue ich alles. Das werden wir sehen. Heute darf ich alles, was ich will, sonst tue ich alles, was ich will. Ich muss einmal einen Zug nehmen. Ne? Immer mehr Zug. Ich soll inhalieren. Ja, das ist ja nichts mehr. Aber mir ist mir noch so eine Geschichte eingefallen und da weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es hat auch was zu tun gehabt mit den. Ja, weiß ich nicht mehr. So ist nicht dazu, was mir nicht einfällt. Nein, wenn es nicht einfällt, dann lassen wir es aus. Aber war auch so eine historische Schnurre zum Thema Wiener Lied. Weiß ich nicht mehr. Na gut, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Lied des Abends, nämlich in Herbert Stark. Haben wir vorher schon gesagt. Und dann nehmen wir gleich das Werner Knier da von Johann Schaml. Also vom Herbert Stark von Karl Hodener. Johann Schaml noch, ja. Zu den Schrameln zurück. Und so machen wir das. Den Untergrind raus, in einen uralten Haus, in einen Hof in der Sprickbucher Gussen. Da ist gern ganz verstaunt, seiner Zierde beraubt, ein Herrgott Stein ganz verlassen. Ich hab ihn entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kindreal unter meinen Stall. Denn die größeren Buben waren auf die Stollen wie den Ohren, als Kindreal jeden Sommer Stall. Herrgott aus Stein, du nur allein, hast mir als Biber verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint und an mich an die Kleinen,
den Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Stahl, Donauerland, du warst mein einziger Traum. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr. Und Untergring hat sich verändert. Heute wird überall gebaut, alles heute zur Hand. Auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus. Und wir die so hingehen zu ihm. Da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein schöner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stahl, Ich glaub, wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast deinen Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag die Hand und ich dich zusammen, sind deine Schmerzen auch groß. Herrgott aus Stahl, Donauerland, du warst mein einziger Traum. Jawohl. Danke euch, die Achteln fallen rein, ich muss sofort den Finger erheben. Finger, Fritzl! Ich sehe ihn nur in Orange. Ich sehe in Türkis. Na, Hauptsache wir sehen es. Ja, ich glaube da. Du musst mir das nicht... Ich glaube, der hat einen Fehler oder was habe ich aber. Ja.
Fritzl, danke dir herzlichst. Die Luft wird trocken. Christoph Acker schreibt, der Rutgermatt läuft und läuft und läuft. Ja, Gott sei Dank. So, ich will jetzt einmal auf den Fritzl anstoßen. Fritzl, ja. Mit herzlichsten Dank und dann werde ich kurz einen Stock höher gehen. Gehen einen Stock höher. Ich werde euch mit ein bisschen Musik unterhalten. Aber verscheich's mir nicht, bitte. Nein, ich werde mich bemühen. Über meine wunderbare. Warte, da stehen nur sind. Ja, ich hätte nicht ganz so ideal. Mit Kopfhörer habe ich sogar einen leichten Quietsch. Aber auch noch nichts drunten. Aha. Schauen wir dann gleich nachher an, aber jetzt da seht ihr, was sauber läuft. Weil ich einen Stock höher. Da weiß ich nicht, was ist. Dass ich mich nicht in Das Zukunft. Rauschen des Lüfters heute hören. Das kann sein, ja, aber das hört man immer. Das Rauschen des Lüfters vom Den hört man immer. MacBook oder was? Weil sonst wäre hier eigentlich nichts. Mikrofon verwendet man auch öfters das, also das ist interessant, warum das der Fall ist. Naja. Christoph Acker, was der Patrick hat was auf die Augen. Ja, einen Blindenstock brauche ich noch nicht, aber so ganz gut sehe ich auch nicht mehr. Ne? Franz Ruschke ist auch da, den gefällt jetzt auch wunderbar. Naja, ich werde mir ein bisschen was auf der Steirischen kurz vorstellen, weil dieses Instrument gehört ja auch bewegt. Ja, was sonst ist ja schade, wenn das immer nur so herumsteht hier. Stellen wir mal, herrlich, endlich einmal wieder was. Und mal einen kleinen Walzer, das ist mir einmal vor Jahren eingefallen. Und ich habe ihn nicht fertig gespielt wahrscheinlich, weil dann wird der Klaus schon wieder da sein. Ich pack's dann wieder. Nimm auf meine Gitarre noch ein wenig zur Hand, der Flur. Ja, Flur, schön, dass du dabei warst. Nimm die Gitarre zur Hand. Das ist immer leibend. Absolut, ja. Schon länger nicht gespielt, den Theresienwalzer, das wir vor zig Jahren habe ich den einmal geschrieben. Ein schönes Stück eigentlich, ja. Echt gefällt es aber auch gut, das ist schön. Was schreibt er? Der Matthias Mariache hat auch ein leichtes, immer wieder unterbrochenes Rauschen. Das ist interessant, aber das ist interessant. Nein, ich bin gespannt, was der Klausi da noch rausfinden wird. Ich weiß das jetzt auch natürlich nicht. Interessant. Es ist da mehrfach ein Rauschen zu hören, offenbar. Das ist der Lüfter. Aber ich weiß auch nicht. Der Lüfter ist das. Andreas Christina schreibt, gut, irgendwann spielen wir mal gemeinsam mit der Pavlatschen Patrick. Ne, das sowieso werden wir das machen. Klar. Schön gespielt. Schön gespielt. Das ist, ja, Ja, habe ich ein bisschen aufgekehrt. Schön, freut mich. Ja, aufgekehrt. Jetzt haben sie mal Wasser. Ja, aber das ist der Lüfter.
Also ganz leise bist du. Das ist der Lüfter. Das ist halt so. Aber ja, mit dem müssen wir leben. Nicht das weckt. Ich könnte meine Notebook nicht mehr. Ja, das kann nicht. Der hat nämlich Das keinen kann mehr. Müssen wir bei dir noch das Programm installieren. Das installieren, ja. Müssen wir schauen, ob das geht. Das geht. Dann hätten wir das Problem gelöst, ja. Das stimmt. Wollte das man nur stimmt, ganz so einmal, ja. Ja. Deswegen rede ich immer so viel, dass man nicht auf den Lüfter hin. Und der ist so laut. Das ist aber dieses alte Unding von diesen MacBook-Sachen. Ja, Ne? kaufen wir noch ein zweites rein. Ja, ist ja nicht. Die Zeiten wie die. Entschuldige. Ja, was? Ich höre das ununterbrochene Rauschen auch, ja. Der ist Ist ununterbrochen. das Mikrofon empfindlicher vielleicht auf diese Frequenz gerade als das andere, was wir jetzt immer in letzter Zeit verwendet haben da? Draußen in Schlägen ist das Mikrofon leider. Aber wir werden gleich was testen. Wir werden gleich was testen. Mhm. Wir werden Machen wir das, das. was man nicht davon sieht. Nein, das lassen wir nicht, das darf nicht sein. Der Ton bei uns normalerweise. Pass auf, das werden wir gleich. Pass auf. Austrian Rainer meint, es ändert sich, es klingt eher so, als ob ein Mikro zu nah am Handy wäre. Nein. Na, Das ist schon das. Pass auf. Jetzt sagt's mir, ich halte das da weg. Und sagt, ob das Rauschen weg ist. der Matthias Mariacher meinte, mit der Lüfte wäre gleichmäßig und nicht unterbrochen. Das ist ja einmal da und einmal nicht da. Und schau mal, jetzt stehe ich mal da mit dem Handy, mit dem Mikro in der Hand. Okay, ich danke dir. Mit der Leichtigkeit, die der Patrick spielt, ist schon klasse. Danke aus deinem Munde, freut mich sehr. Dann spiele ich ja mit ihr. Hat mir jetzt, ich weiß, das Rauschen weg, das kommt schon. Das ist Ja, aber bis jetzt noch zeitverzögert. nicht. Bis jetzt noch nicht, ne? Hat mir Der schon- Philipp Zachmann ist noch da, klingt ein bisschen komprimiert. Nein, ist Ja. gleich. Ja, dann halt's durch. Wenn ich auch- Nein, alle schreiben, ist immer noch da. Das ist natürlich zuwider. Der Austrian Rainer macht, ihr braucht einen größeren Tisch. Nein, an dem liegt es offenbar nicht. Ja, wenn der Klaus, aber das ist das Ah, Gleiche. das Surren ist nur, wenn wir sprechen. Wenn wir nicht sprechen, ist das Surren weg. Sachen gibt's. So, pass auf. Henriette schreibt da gerade, Rauschen geht nicht weg. Halt's durch. Ja. Jetzt wird ein bisschen pumpern, da ist ja wurscht. Nicht viel. So. Jawohl. So. Ja, wird schon umbaut, mir lieber nicht. Ja, sicher. Naja, Bin ich gespannt. lasse doch meine Pavlaciste da nicht leiden. Ah, das gibt's nicht. Kann nicht sein. Nicht? Warte, was schreibt er noch? Peter Raff ist da, man muss einfach mehr trinken und dann vergeht das Rauschen. Man hört dann das Rauschen nicht, weil man selber einen Rausch hat, eventuell. Das muss jetzt halten. Ja. Ich muss eine Mutter suchen. Warte mal. So, Mutter, ich halte es aber Halt's einmal trotzdem so. relativ weit weg von mir, nicht, dass wir noch was anderes auch haben. So, ne? Lukas Macher, ich mag gerade schlechter Kontakt vom Stecker. Glaube ich nicht bei dem da. Nein, das ist, glaube ich nicht, aber danke. Austrian Reinemann, das hat was mit der Steuerung zu tun. Echt wirklich. Steuerung. Es kann sein, dass das Mikro übersteuert ist. Das ist schon so andraht. Und wir werden das gleich testen, aber sicher jetzt schon ein erster Schritt einmal daher. Der Straßenhans schreibt, das gefällt mir gerade eher. Da haben ja welche super Tonanlagen oder sie haben das perfekte Gehör. Mir ist das am Montagabend wurscht. Straßenhans, danke. Jawohl. Aus deinem Munde. Genau. Ja, so, wie gesagt, ich lasse die Pavlaciste nicht leiden. Jetzt fangen wir mal da an und dann arbeiten wir uns vier. Eine Hätte schreibt da, aber macht nichts, wir lassen uns davon nicht stören. Wir sind da. Christoph hat da, cool, ein Tonvideo, an wen erinnert mich das nur? Ja, an wen erinnert mich das auch nur? Ja, wir haben nur keine Sekunde Ton Wir aus. können noch einmal wissen, wovon wir sprechen. So, pass auf. Ton aus, habe ich da jetzt einmal hergehört. Und das Mikrofon, das ist so zurückgedreht, da kann nichts mehr sein. Leider. So. Der Austrian Rainer meint wirklich, das bringt nichts, das liegt an der Steuerung des Mikros, ganz So. sicher. Da bin ich Jetzt habe ich gespannt. das da zurückgedreht. Lukas schreibt eh schon bitte mit dem Grinsen. So. Brigitte noch rauschfrei, Jörg Steiger. So, jetzt haben wir gleich.
Das haben wir gleich, sag ich ja. So, da muss ich her, wo muss ich denn hin? Hallo, da muss ich her. Wie sind wir? Jetzt müssen wir Rauschen weg sein. Das ist jetzt Mikro genau wie im Bild wahrscheinlich. Ah, stimmt. Ich habe es nicht noch, ich habe nicht am Bildschirm jetzt geschaut, aber das ist genau Das stimmt. ungünstig. Das Rauschen ist immer noch da. Was Sag's einmal. ist denn da heute? Das gibt's ja nicht. Ja. So. Passt auf. Also, Genau. Christian Wandgert hat das Mikro in Einstellungsrad, das haben wir schon alles probiert mit lauter und leiser am Mikro dran. Das ist aber schon. Wie wird man sagen? Ist man schon. Das ist wirklich jetzt der Der Schwierig Erstaunlich. schreibt auch, das Rauschen ist immer noch da. Haben wir zum ersten Mal haben wir sowas, das ist interessant. Weil es ist das gleiche Mikro, wie man es in der Klasse In der hat. Klasse gehabt. Nehmen wir mal einen Schluck, Genau. nehmen wir einen Schluck, dann schauen wir uns das weiter an. Nein. Ich mache einen Schluck. Ah, muss man schon nachstellen. Jedenfalls, was ist da, kann es auf gar keinen Fall stehen bleiben. Das steht mal gut. Ja. Denk also, es liegt an der Software. Ja, ich dampfe ich einmal was vor, aber jetzt spare ich einmal ein bisschen. Ein Steck ist ja drin. Ne? Ja, aber die Software, ich meine, das ist es ist alles genau gleich wie bei der letzten Pavlatschen. Das ist jetzt das, was mir. Den Laptop. Ja, aber das probier's wirklich auch. Jetzt nehme ich einen Laptop vom Stromnetz. Und das war jetzt nämlich die Zocker-Variante. Das war- Ich nehme es jetzt vom Stromnetz. Und das sagt mir, ob das Rauschen weg ist. Und dann, Patrick, stellen wir das Mikrofon. Das ist der letzte Schritt. Stark! Du darfst halt auch das sowieso. Genau, der Philipp Zag sagt, Corona hat umgestuhlt auf Computervirus. Der Rudi Korbes, was Birken vom Haus, Rauschen die Bitten. Da gibt es Weil nur Ruhe. ein 3 weiße Bier. Setzt leise, trinkt was, dann ist auch das Rauschen summen weg. Ja, wie kann ich ja was gut dampfen sollen? Ja, es ist auch das richtige Mikro. Achso, nein. Wart. Achso, nein, jetzt habe ich das ja angesteckt gehabt. Wart. Moment. Nee, ja, aber ich sage euch was. Jetzt ist der Ton besser. Jetzt ist der Ton besser. Was war denn? Laptop-Mikro. Wir arbeiten über das Laptop-Mikro Ja. die ganze Zeit. Ich habe es die ganze Zeit. Ja, aber warum? Das haben wir schon einmal gehabt, ganz am Anfang einmal. Jetzt muss aber Jetzt wird's so Jetzt richtig. wird es da sein, wird alle lachen. Und man sonst halt da herumgeschraubt wie ein Trottel. Da sieht man aber, wie gut auf so einem Klanggerät heute die Mikros an sich schon sind. Ja. Das kann Aber auch. warte mal. Ist die immer noch da? Es rauscht. Nein, das brummt. Nein, das ist jetzt noch vorher. Warte, wer war das jetzt da? Ah, das war da drin. Wer hat das jetzt gesagt mit dem, ist das richtige Mikro? Wer war das jetzt da? Unglaublich, dass uns das einmal passiert. Der Stromstecker war es nicht. Aber jetzt besser. Aber leise, na klar, weil das natürlich leise. Jetzt habe ich alles leise draht, weil ich alle gesagt habe, sie muss zurückdrehen. Dem so, dreh auf. Achso, na, aber muss ich mehr aufnehmen. Ja, jetzt passt es. Na klar, Burschen und Mädels. Zu leise ist klar jetzt, aber das haben Ja, wir. wer hat denn das jetzt Sollen wir es gesagt? wieder umbauen? Jetzt finde ich nicht mehr. Wer hat denn das gesagt mit dem. Ich habe es auch nicht gefunden jetzt, wer das gesagt hat. Wer hat das gesagt? Gut, passt. Nein, das war einfach das falsche Mikrofon eingestellt. Also wir haben Problem Ja, gelöst. das hat sich schon wieder von selber eingeschalten, gell? Das muss man wirklich schauen. Der Lukas Macherik schreibt, indirekt war es der Stecker. Ja, stimmt, Lukas, ja. Lauter müssen wir jetzt da. Stimmt, das ist vollkommen recht. Indirekt. Lukas hat es erkannt. Ja, ich glaub, Ja. das Vorher war es besser. Wir tun aber gleich lauter transparent werden. Okay, aber zuerst spare ich wieder um, oder? ja, pass wieder zurück. Ja, das ist, das ist ungetümmt. Da ist ein Ständer im Bild. Ja. Pass auf, jetzt Das geht gar nicht. So, sie richtig auftragen. So. Ui. Oh, Scheiße, na, aber jetzt habe ich das da drin. Ach so, da drin. Warte, ich lasse da aber raus, ja. Drück Ja, den was Ständer weg einmal. Also, ja, jetzt kann ich. Vielleicht, aber. aber- Ich will nur auf Zeiten. Also immer doch, du. Ich hab's ja noch nichts da. Immer doch, du. Na, servus. Gib her, gib her. Ich kenne mich mit solchen Sachen aus. Ja, Allein schon vom Aufbau der Tonanlage, was glaub was da oft passiert, ne? Freunde, das ist ja Wahnsinn. Ist eine schöne Sendung heute, Aber gell? warum sie das umgestellt hat? Naja. Na, haben wir es schon bald. Warum das auch gewinnt ist mit 100 Gängern erst? Ja, das muss aber Was sagen. kein Mensch. Wer das? Bitte Schau schön. jetzt am Tisch, dass nicht wegkommt.
Jetzt kommt das eine, Kind, jetzt hört dann nur mehr das Rauschen vom Laptop, versprochen. So wie immer, so wie die Satz gewohnt. Das hat's gewohnt. So, schau her. Der Markus Pistone schreibt mir was wie ein Rausch, jetzt wäre ich fast nicht mehr. Ich habe schon gesagt, es kommt gleich, es wird gleich lauter. So. Jetzt gleich, Freunde. So. Jetzt haben wir da wieder Lader dran. So. Jetzt muss ich da wieder ein bisschen runter. So. Jetzt müsst ihr uns schon gut hören, oder? Jetzt sollte es eigentlich so weit sein, dass passt, ne? Falscher So, Motor schreibt gerade, wer bastelt mit, genau. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne? Beim Spielen muss ich es dann nochmal einstellen. Das ist das was. So, ich würde sagen, Ja. schön war's. Danke vielmals, dass ihr dabei wart bei der Pavlatschen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen guten Abend. Sind schon über eine Stunde. Ja, das das ist ist aber- ja lang durch. Nee, gut, ja, wir haben ja eine tontechnische Session gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Du hast gut eingeschenkt. Ja, du, auf die habe ich geschaut. Zum Wohle hast Jetzt haben wir uns aber einen Schluck verdient. du verdient, ja. Was sagst du jetzt da? Perfekt, Fritz Stark gesagt perfekt. Der Jofa, der Zweite, ich bin schon fett. Jetzt hört man auch den Umbau vom Mikro, natürlich, Natürlich hat man den gehört. weil ich vor euch nichts verheimliche. Und ich sage noch, greif nichts an. Ja, Franz Brandt, wenn spät. Da schlagt mich aber jetzt raus. Es brummt wieder. Nein. Nein, das ist aber das Rauschen vom Laptop. Der Lukas schreibt, ich glaube, jetzt sind beide aktiv, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Nix. Das haben wir noch nie gehabt. Der Matthias Macher, er schreibt, Chip, jetzt hört man es dauernd brummen. Na geh. Jetzt wieder. Das gibt's ja nicht. Der Onkel Ramirez. Ist vielleicht schon wieder das Mikrofon Das umgeschaltet Rauschen, jetzt? nein, ist nicht umgeschalten, aber das Rauschen ist der Ventilator. Das haben wir aber immer. Onkel Ramirez, wünscht mir alles Gute zum Geburtstag. Danke, dass wenigstens einer, der ein anderes Thema hat. Wir haben da die Ton ausgeschickt. Soll ich wieder umstellen aus dem Mikro? Das geht ja nicht, wir arbeiten immer mit dem. Wir halten immer, Oder? das ist wie immer. Was soll man machen? Was soll man machen? Das ist Jetzt interessant. haben wir da wieder, pass auf, jetzt da. Jetzt. Austritt rein schreibt, jetzt brummt's wieder. Das gibt's ja nicht. Flur schreibt auch, brummt wieder. Franz Brandt hat den gezogen als Tontechniker. So. Was soll ich machen? Christoph Acker schreit auch schon koscher. Ein Riesenteil ab, aber ohne richtige Technik klappt's nicht. Christoph Radau schreibt, na toll, jetzt höre ich's auch. Ich glaube, es verarscht sonst. Das glaube ich. Die Henriette schreibt, das ist das Geräusch von Lüfter jetzt, stört aber nicht. Okay. Matthias Magiacher. Ja, das ist Mit sicher- einem Zahnstocher den Lüfter blockieren. Jetzt doch. Dann Der sehen wir macht der an, dann sind wir finster. Jetzt hol's wieder weg, Patrick. Nimm das Mikro und hol's weg. Dann müssen Wenn wir wir sehen, dann ist es weg, ja, das ist jetzt der Lüfter jetzt. So, 60er Jahre Sound, heute live aus dem Radio. Ein Mikro ist rauschig. jetzt müssen es eigentlich weg sein. Was ist das Gesamtkonzept? Genau, ein rauschiges Mikro passt eigentlich ins Konzept. Jetzt müssen es weg sein. Na gut. Der Steinewand ist so jetzt ein USB-Lüfter ziehen. Schaut mal, wie wir jetzt schon brauchen das. Wollen wir gleich Bauerl aufsetzen, weil jetzt muss ich. Ist weg? Oder nicht? Polter Zonko, so die Katja Inscheid. Na herrlich. Na, jetzt haben wir schon viel Wiener gespielt. Aber ist ja wurscht. Hauptsache der Ton passt, weil dann können wir heimgehen. Also ich bin nicht da daheim. Das spielt haben wir viel schon. Den hört man immer, den Lüfter, sagt der Daniel Schlögel. Bleibt gleich so. So, na gut, also passt auf, ich ziehe jetzt einmal die USB-Stecker. Das heißt, man hat dann kurz keinen Ton, kein Bild. Aber ich hoffe. Na, warte mal. Dass das ja nicht einbricht. Weil zum Schluss macht noch die Software aus. Ja, vor allem nichts das mehr da war ist. blöd, ja. Deswegen schalten wir ganz kurz. Pass auf, ganz kurz auf meine. Christoph Acker hat geschrieben, wenn der Patrick so stehen bleibt, dann passt. Ja, wir schalten kurz auf die, Ja. auf die Webcam. Jetzt stecke ich da aus. Wird man nichts hören, respektive wird man nicht wieder das eingebaute Mikrofon. So, jetzt baue ich da um. Das ist ja Wahnsinn. Mache ich schon wieder leichter Glitch ist immer noch. Das ist
Jetzt machen wir es so. Jetzt fahre ich da wieder rein. Pass auf. Das ist so wie mit dem Corona-Test. Das ist auch ungültig. Aber immer dann, wenn ich krank bin. Ne? Muss Oder das hast du jetzt sein? das Mikrofon automatisch vom Laptop eingeschalten wieder vielleicht sogar? Ja, jetzt muss ich umschalten. Jetzt muss ich alles umschalten. Mikro sein, ne? So, pass auf. Jetzt muss ich mal auf den Ton umschalten. Und da muss ich auf das umschalten. So, wie ist jetzt da? Franz Brandt hat euch eben so passt, wer halt das Mikrofon auch ich hab's gehalten. Ne? Wie ist jetzt da? Jetzt müsst ihr nur mehr in den Lüfter hören. Den kann ich nicht antragen, das kann ich nicht machen. Aber das Brummen und so, das muss halt jetzt weg sein. So, seit wir das Ding haben, werden immer mehr Wer Zuschauer. nicht zuschaut, ja, das war das Phänomen beim Song auch. Aber der hat gar keinen Ton gehabt. 82er fahren, jetzt ist man auf 60er runter. Lass es einfach, ist cool. Und Ramirez sagt, passt zum Gesamtkonzept. Ja. Grüß euch, Harry Schlinger-Fonte. Servus. Draußen rauscht der Wasserfall, wenn es nicht mehr rauscht, ist Wasser. Jetzt sieht man ein bisschen die Nebenhöhlen, ja, das war ein Wahnsinn, das Bild, ja. Was kommt jetzt? Das Handy hat mit dem Mikro überhaupt nichts zu tun, das ist mir komplett Heute ausgestattet. rauscht es überall, das gibt's ja nicht. Der Steini sagt ja perfekt. Da ist nichts anderes. Das Rauschen vom Lüfter ist immer noch, na klar, das bleibt. Es rauscht wie am Gebirgsberg. Das ist der Lüfter. Aber ob es brummt oder rauscht, der Uli Slonek gesagt, so viel Aufwand wegen gar nichts. Sagt das nicht. Es geht in den perfekten Sound. Den haben wir immer gehabt. Also außer ein Lüfterrauschen halt. Rauscht immer noch. Das Handy ist immer Ja, da, aber weil das das ist mir ausgeschaltet. Also das ist der Ton aus und alles aus. Also das ist. Der Ulrich sagt, er hört nichts. Jetzt passt er da das, jawohl. Also das Rauschen, was ihr hört, jetzt da, wenn das ein gleichmäßiges Rauschen ist, dann ist es der Lüfter, der ist wirklich laut. Da aus den Reinen steht das Mikro auf eine Filzfläche oder einen Stoff. Du, wir haben das Steht immer eh da schon stehen. drauf, aber wir können es auf Es ist noch nicht- nicht. es Das ist habe ich nichts alles an- da. es Ja, ist aber nichts anderes. Ich mache mir das jetzt selber auf, verschwindet kurz. Ja, aber gib mir mal das Rote daher auf, das stellen wir jetzt drauf. Jetzt schwingt das Mikro. Ja, oh, der Patrick ruft nicht gut. Das ist ein bisschen groß. Das kriege ich da nicht auf. Freunde, das muss hinhauen. So. Weg. Da fühlt's viel. Wo habe ich denn das alles? Hab ich alles? Da habe ich gerade. Ich nehme einen Schluck. Ja. Ja. Genau. Daniela Schlögl, ich bin ein Kind der 90er Jahre, das war das Rauschen und normal. Ja, Freunde, das ist ein Wahnsinn, das macht mich fertig. ihr macht mich, weißt du, ich bin eh schon und ihr seid so garstig zu mir. Ton-Solidarität mit Zonko, definitiv. Definitiv. Jawohl, Weichert hat sich ja Flaschen Weißwein aufgemacht. Vollkommen richtige Reaktion auf dieses Desaster. Der Patrick rennt jetzt durchs ganze Haus und holt sich das auf sein Handy und hört nichts. Mega pampert und sagt, ist nicht weiter schlimm, ich froh, euch überhaupt zu sehen. Das klingt wie ein Start in der Düsenjet. Ja, aber das ist der. Das ist eher als sonst. Also das Ja, aber das, ja, dann müssen wir das mal aufstellen auf was. Warum ist das aber sonst nie? Naja, ist ein bisschen weiter weggestanden, ne, im Ding, aber viel weiter auch nicht. War Wir schon nehmen was das drin. andere Mikrofon wieder in Zukunft. Das rauscht das so. Wir haben mit dem da auch schon aufgenommen. Aber es ist wirklich, man hört es wirklich. Also Das machen wir jetzt. gewaltig, ja. Das machen wir jetzt. Jetzt. Das tauschen wir mit Umbau. letzter Umbau noch. Ja. Letzter Umbau für heute. Achtung, bitte die Lautstärkeregler zurückdrehen, jetzt gerade Kopfhörer absetzen. Also, schauen wir da vorne und hinten ist. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Kennt sich ja keiner aus. Das muss ich so und da durchfahren. Und mit dem haben wir schon aufgenommen. Also, es ist, man hört, und ich muss den Finger kurz einmal erheben. Ja, hebe. Zwischendurch Christoph Acker. Dann kriegen wir nächstes Mikro. Aus jetzt mit dem Ton, 2 Euro vom Christoph. Freunde, das wird jetzt einmal ausgewechselt. So. Ja. Das kommt daher, noch hört man uns. Also das kann ich noch mal herstellen. Da geht's ja aus. So. Jetzt. Wird das angesteckt? Schreckt sich nicht. Nicht schütten. Jetzt hört man uns wieder über das andere. Jetzt hören wir uns wieder über das Mikrofon Ja. des Laptops. Das alles in schwerster
In schwerster Invalidität. In schwerster Invalidität. So. Das müssen wir da. So. Das muss ich jetzt da umstellen. Jetzt werden Sie gleich sagen, Sie hören wieder alles raus. Aha, jetzt ist das wieder auf. Jetzt müssen wir her, wieso ist jetzt da? Nein, ich bin gespannt. Also, dass ich das wieder nicht mengen. Ja. Jetzt sind wir da, stimmt's. Da sind wir auch. Das passt wie es ist. Da 3 ein bisschen lauter. 2, 3, 2, 3. So. Jetzt aber. Lukas mache ich Laptop Neustart. Nein, das war irgendwas anderes. Der Ton ist, als ob du bei mir im Wohnzimmer stehen würdest. Na? Was willst du mehr? Ja, draußen aus dem gehen wir eh nicht schwer. Tontechniker geht so. Es geht so. Ja. So ist gut. Patrick erzählt mir einen Witz zwischendurch. Du meinst einen von den speziellen wieder? Nein, das ist nicht. Da lachen die Leute nicht. Ich weiß nicht, wann ich die dazu. Da lachen immer nur zwei. Das ist der Trainer Robert und ich. Jetzt passt. Jetzt passt. Aber siehst du, da war aber irgendwas mit dem Mikro jetzt da. War mit dem Mikro haben wir aufgenommen letzten Montag. Und da haben wir früher alles mit dem Mikro aufgenommen. Ein bisschen leise, sagt der Fritzl. Sollen wir das da lassen? Ja. Lass die Bringlos sein. Das ist gescheiter. So, muss man vorsichtig dosieren. Muss man vorsichtig. So, aber jetzt müsste es besser sein. Rauscht noch immer, rauscht noch Ja, immer. das ist jetzt der Lüfter. Da könntest du mir jetzt der Buckel Das ist sagen. jetzt das, was wir aber immer haben. Das ist das, was wir Das ist immer das, was wie es Das immer sonst- ist, ja. Sonst wüsste ich wirklich nicht, was sich Ja, da anders was da anders ist, ja. was da auf einmal sich anders gemacht hat. Aber ich werde ihm natürlich nachgehen, das ist ja keine Frage. Weil man so unter so einer Stunde, den Lüfter hört man nachher. Ja, Ich den glaube, bis Lüfter. jetzt hat keiner auf das geguckt. Ich glaube auch. Seit 60 Pavlatschen, glaube ich. Das glaube ich auch. Dann nehme ich meine Schnupfenbox und stelle das da vor den Lüfter. So, jetzt hört man es nicht mehr aus. Ist immer noch da. Es ist nur weg, wenn ihr nicht redet. Ja, weil das immer auf. Wieso ist das eingestellt, dass das immer aufhängt? Nein. Dass das Mikrofon immer ausschaltet und dann wieder einschaltet, wenn man zum Reden Ja. anfängt? Wir können jetzt können wir wirklich nichts mehr machen. Momentan. Mal schauen, ob das, ja, was das auf einmal sein kann, weiß ich wirklich nicht. Da bin ich am Ende meiner IT-Fähigkeiten angelangt. Aber wir spielen jetzt was, genau. Wir spielen jetzt was. Das vorige Mikro war besser. Ja, darum habe ich es ja genommen. Jetzt ist es weg, sagt der Onkel Ramirez. Alter, ich Gary 1.0 sagt besser. bist du deppert. Ich sage, Nach dem Backel vorstellen ist weg, meint der Onkel Ramirez. Johanna Duschel besser. ja. Dann wieder schreibt, den Lüfter hört man immer bei jedem Livestream, das ist normal. Vollkommen richtig. So, jetzt greife ich zur Gitarre. Lass euch nicht häkeln, Georg Scheurer. Das Rauschen, das tiefer ist weg, seit die Box dort steht. Der hohe Ton ist immer noch da. Lüfter reinigen und schmieren. Der Lüfter ist einfach nur laut, aber das ist ja beim MacBook so. Alles andere weiß ich nicht. Das wäre dann jetzt wirklich nur eine Softwaremöglichkeit und da habe ich wirklich überhaupt original gut. Ja, eine Möglichkeit habe ich noch. Eine Möglichkeit habe ich noch. Wenn das jetzt auch nicht hinhaut, dann ist es der Computer. Dann ist was, also Computersoftware was. Eine Möglichkeit. Die geht schnell. Da habt ihr keine Angst. Die geht schnell. Es ist, also nicht schrecken, es gibt wieder ein Bild- und Tonwechsel. Ah ja. So. Ja, mit euch gewinnen Krieg. Da. So. Der Onkel Ramirez meint gerade, ich habe meine GPL-Kopfhörer auf und ich höre von Anfang an, Beispiel, den Lüfter. So. Das
draußen ausmachen, das ist ja wurscht, spielt's was. Ja, genau so, das spielt's einfach. Ja, Aber das ist die Frage des ich will auch Perfektionismus. ein MacBook tauschen. Ja, pass auf. Momentan eh leider. Ja, fangen wir an. Fangen wir an mit Superjet. Der Matthias Mariak meint, der Lüfter ist mir noch nie aufgefallen, werde morgen alle aufgezeichneten Streams durchhören. Ja, aber das kann ich nicht umschalten. Der Florian meint wieder, das ist nicht der Lüfter, aber lasst es gut sein. Ha. Geht ja gar nicht das Bild. Mein Bild ist besser. Ja, super. Siehst du. Erst. Ist doch gerade da WD40 drauf, hilft angeblich immer. Verstehst? Der Schellaway. Büschel meint auch, Lüfter ist mir noch Ja, ist nie da. aufgefallen. Bild ist besser. Bild, ja klar, weil der Patrick jetzt nicht drauf ist. Da bin ich jetzt noch nicht drauf. Geil, der Blödsinn. Ja, das ist ein Fakt. Zuseher werden immer mehr. Ja, Zuschauer werden Ich mehr. wollte einfach Freut mich. größte technische Probleme. Und jetzt geht es zwar mit, Jetzt ist es weg, sagt der Pyramidus. jetzt zwar mit Bild, mit Ton, aber nicht mit Bild. Jetzt kann ich wieder nicht umstellen. Snoop Dogg Tagesstelle, beschwert euch bei Microsoft. Vielleicht lässt der Billy bald noch einen Laptop springen. Da ist ein Mac, ist das. Der gehört auch zu Sachen. Das ist ein Apfel. Ach gut, nein. Ein Kabel, das ist ein Kabel, was hat. Matthias Mariak, Ja, bei jetzt zwei ist es weg. Mikros. Bei zwei Mikros, aber ich kriege jetzt kein Bild zusammen, das ist jetzt mein Hauptproblem. Ich kriege das Bild nicht hin. Er nimmt mir jetzt wieder nicht die Kamera fix. Nee, Ach gut, nein. Na ja. Die Kamera haben wir aus und wieder einschalten. ja. Und dann kommen wir schon langsam zum Ende. Es ist schon gleich 9:45. Es ist eine halbe Stunde lang beim Latschen heute mit Kamera umstellen. Ja. Ja. So, Bild passt. Ton, mit dem ist es lame. Jetzt muss, weiß nicht, ob es jetzt besser ist. Jetzt bitte. Daniela Schlögel meint, ja, wenn man angebissen Obst arbeitet. Ja. Ich bin froh, dass ich das habe Ja, seit ja, 15 weil- Jahren. Ja, Weil klar. früher habe ich immer nur Geld ausgegeben und Probleme gehabt. Und seit ich mit einem Apfel arbeite, denke ich, haut es ganz gut hin. Jetzt passt es. So lassen wir das. Ah, okay. Ein Marderschall, da ist der Frau da. Deutlicher Unterschied. Jetzt ist es besser. Christoph Acker, mach's wieder zonken mit dem Handy. Das hat keinen Lüfter. Da sollen wir vielleicht unsere MacBooks so tauschen einmal. Nein, das war jetzt das Ding. Doch, das drum. Das heißt, ich kann wieder das andere Mikro hängen. Jetzt lass das. Jetzt kann man aber das wieder vielleicht weg tun. Also, Na, los, lass stehen. Lassen wir es stehen. Lass stehen, wer weiß, was hören. Ich schenke uns einmal was. Ja. Jetzt spielen Aber wir Ton mal was. passt, schau. Aus der Neiner sagt auch, danke, gratuliere, geschafft. Ja, passt. Gerade rechtzeitig zum Schluss. Oi, der Fuchs. Was diese Software und Stecker und Zwischensoftware, Kits da und der USB, Umwandler, Wandler. Es ist leider. Ja. Jetzt rauscht es anders. Matthias, Ja, jetzt Ruhe. ist es aber aus, ja? Jetzt. Es ist nicht besser, aber es ist wurscht. Der Wahnsinn. Das suche ich mir alles nachher Ja, machen an. wir das auch dann mal. Dann Gas, sagt er, die Hans Brandwein, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 2, 1, 1, 1, 7. Hey, 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 hey. Mimi, Mimi, hey, hey. 1, 2. Bitte Raff jetzt jeder meint, eine lustige Show jedenfalls. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern um der Ring und gleich bei der Kirchen ums Eck. Da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Klein in der Kirche von Kohlberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen wieder die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum
drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Du dies und nix neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hamur und Vögel in der Ring. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Gleich in der Kirche vom Kohlberger Dorf, da liegt der Heilige ganz still, ja. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort da die alten Nächten, Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Sagen Sie mir die Gemütlichkeit vom Kohlberger Dorf, da liegt der Heilige ganz still und ja, der Wein ist herrlich und noch herrlich und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Luft wieder. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist bei mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir.
am Pisa-Berg. Ich bin der Tier, der mit kein Mensch durchsteht. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Helge in meinem Weingarten am Pisa-Berg. Transit will noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vögel dort noch singen her. Und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und nach am Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pisa-Berg. Das Fleckerl lehrt es mir allein nicht her. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfelwein. Solo ist es Weingarten am Pisa-Berg, dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man sieht ganz nebenbei das allerbeste Trüffelwein. Das so ganz nebenbei das allerbeste Trüffelwein. Jetzt geht's anders. Ich sitze in meinem Weingarten unter einem Baum, weil zwischen die Rebstück fühl ich mit der Hand. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Leben. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trink ein Flascherl Wein. Ganz verspült. Die Vögel, die zwitschern so lieb durcheinander, die Frauenkäfer kraxeln ruhig auf meiner Hand. Die Blärmerl, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, als war ich noch ein kleines Kind. So kann er auch heut noch, ich geh sein, ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Vom Weindal berauscht, schau ich auf zum Mond. Der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen, ein Lidl mir vor. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann heute mein Glasl zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes für heute Flascherl Wein. Jawohl. Also du plagst dich, du bist mir heute, das ist mir nicht wurscht. Also, Ich mir doch, damit wir, Hut ab, muss ich sagen. damit wir beim Thema Rausch bleiben. Hut ab, also Ich dachte wirklich schon. wahr. Ja, aber es ist in Den Wahrheit ja Leuten so, wir haben gefällt's. angefangen zum Spielen und die Leute sind weniger geworden.
Sollen wir mehr reden wieder? Nein, wir sind ja noch schuldig. Das ist ja, war ein Intermezzo. War Ich muss Intermezzo. sofort bitte kurz unterbrechen. Du zweimal, dreimal schon jetzt. Dazwischen habe ich jetzt nicht geschaut. Ja. Der Jota jetzt zum Schluss sicher Ja, gerade. Jota, ui, ich hab keinen. Jota, die Wildcat, bitte mit Ja, 5 und vorher die Euro. Daniela habe ich gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Mit einer frechen Aussage, dass für einen Seminarbeitrag für einen Tontechnikerkurs. Ja. Habt schon recht. Der Habt schon Christoph recht. Ackermann da was. Jetzt weiß ich, wie man den perfekten Ton bekommt. Den Patrick ins Eck stellen, die Kamera dreimal hin und her schalten und dann geht das dritte Mikro. Da verarschen können wir uns selber. Die- Also ja, na, jetzt müssen wir anfangen. Wir fangen von vorne an. Ich Ja. glaube, Daniela Schlegel. Daniela Schlögel, ja. Herzlichen Dank, auch wenn es eine freche Meldung ist. Ich werde es natürlich nicht ausgeben für ein Tontechniker-Seminar, weil Alter, das brauchen wir nicht. Das gehen wir uns so aus. Weißt du? Die machen das schon. Dann der zweite war. Ja, nein, ja, Ah, warte mal, zweiter. ja, musst schauen. Da muss ich sofort. Moment. Musst schauen. Die Wildcat war Die natürlich. zweite, was Ja. ist die dritte? Nein, das war der Jota. Ah, ja. Der Wildcat. Wildcat, danke Auf dir. dich, danke Sehr dir vielmals. zum Wohle. Und selbstverständlich Jota, auch dir. Danke schön Danke. für deinen Support, wie man so schön sagt. Ich bin schon beim Wasser jetzt. Und ihr habt gesehen, wir brauchen ihn dringend. Ja. Wer uns sonst noch was zukommen lassen will und Beiträge machen will, entweder weil mir die Musik so gut gefallen hat oder weil er einfach aus Mitleid sagt, na, die sollen sich noch gescheiteres Equipment kaufen oder was auch immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr seht es da unten eingeblendet und auch natürlich in den Informationen des Videos findet ihr diverse Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wir sagen jetzt schon herzlichsten Dank dazu. Danke euch. So. Der Georg Scheirer ist ja da, schreibt gerade, jetzt haben sie euch zu tot gewählt mit dem Ton, aber das Licht fällt niemandem auf. Was ist mit Licht? Das ist ein Schmäh. Nichts, frag nicht. Das ist ein Schmäh. Frag nicht. Patrick, wir müssen uns jetzt zurechtdrucken, weil wir sind noch immer Harry schuld. Scheller Fonte meint auch, bin zu früh. Ist das die Generalprobe der heutigen Babla? Ja. Wirklich wahr. Ich dampfe euch einmal was vor. Es Jetzt. ist- Du jetzt gleich ein gutes Bild haben jetzt, weißt Es erinnert mich unglaublich an den zweiten Test, den ich gemacht habe. Ganze Jahr bin ich nicht krank, das ganze Jahr nicht. Also die Jahre. Die Krankheit ist sowieso nicht. Muss ja zwei testen. Kaum rennt die Muss ganzen ich echt Tag, so wenn er unter tun, die Leute geht mit der Maske und mit der Grau. Ja, Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ach ja. Haarwurzelkatar, ohne dass ich einen vorgeglühten Rausch gehabt hätte. Das ist einfach automatisch. Das ist einfach da, aufgrund der Krankheit. Mhm. Schon langsam kommen wir zum Schluss. Ja, eh. Schon Ja, Zähne aber wir müssen aber den Herbert, wenn der Herbert nicht will, das müssen wir noch machen. Ich weiß nicht mehr, wer es war, es tut mir leid. Wenn jetzt einer sagt, da ist das Bild ist unscharf. Ja, dann schaffen wir ihm einfach das Waschlecken und gehen darüber hinweg. Ja? Beim letzten Umschalten war es dunkler. So, passt auf jetzt da. Das macht es mir fertig. So. Aber es stimmt, ja. Wahrscheinlich nur, weil die Kamera mehr andraht hat. Die wird sich wahrscheinlich wieder anderen ISO Ja, sie wieder- ja, was weiß nicht. Lebt's mit dem, was so seht und aus und geht's mir jetzt nicht am Zager. Geh mir Herrgott noch mal. Du, apropos Herrgott. Apropos. Wenn der Herrgott nicht will, haben wir noch nie Das gespielt. ist so klar. Ich sieh's. Aber spielen wir einen Refrain auch noch. Ein Invers, meine ich. Die Welt ist so schön, die Welt ist so reich, oder wie? Das Ja, so irgendwie. Da Nein, muss machen wir. Müssen die Messier konzentrieren. Superchat! Jofa, haut uns eine 5 Euro. Da sage ich Dankeschön. Dankeschön. Da sage ich dir Ich Dankeschön. bin schon Autofahrer. Dankeschön. Prost. Ja. Das strahlt aus. Ja, ich glaube Ja, auch, das ist Daniela, ja logisch. schon. Das ist ja von der Wurzelbehandlung kommt. Aber wie soll ich sagen, es ist ja so, es kommt insofern nicht vom Zahn, im Sinne von, dass eben was durchgestoßen worden war oder dass er eitrig war, der Zahn oder sowas, Gott sei Dank. Ne? Grundsätzlich natürlich ist das angestoßen von Ja, dem, sicher. das ist klar. Vielleicht solltest du wieder zum Rauchen anfangen. Sollte wieder anfangen? Nein, weiß nicht. Was hast du für einen Katar? Johanna Duschl, was meinst du? Also ein Nebenhöhlen-Katar quasi. Achso, es gibt ja auch den Namen, ja. Nein, ich habe nur eitrige Nehmen. Ich habe Wurzelbehandlung. Du.
am Zaun und jetzt bin ich da nieder. Naja. Naja, pass auf, wir werden jetzt, naja, aber wenn man nur das ist da in F. Ja. Jetzt bin ich aber auch wirklich schon geschlacht. Das erinnert mich jetzt nicht, sondern also nicht im Vergleich, sondern es erinnert mich damals an in die Hofburg, wenn wir gespielt haben beim Ball. Ich werde es ja schon mal erzählt haben, da haben wir 40 Grad Fieber gehabt. Das ist mir anders gegangen wie heute, also das ist kein Vergleich gewesen. Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir da so ein Danebenzimmer gehabt haben. Das war offen, ja. Aber da war keiner drinnen, das war Fenster, sondern nur ein paar Sesseln drin gestanden. Und das hat mich über die Nacht gebracht, weil wir haben eine halbe Stunde gespielt. Dann ist der Klaus also ich bin am Sessel gesessen, habe irgendwie versucht, irgendwas zu tun. Und dann bin ich rein und habe mich 10 Minuten... Ich habe dazwischen ein bisschen Alarm gespielt. Der hat gelegt. Wahnsinn. Und das kann ich mich noch erinnern, wie dort wirklich im Minutentakt habe ich mir gedacht, da haben wir so vorgestellt, wie das sein wird, wenn ich heimkomme. Und dann alles gemacht, nicht? Waschen und so weiter, und Zähne putzen. Und dann ins Bett und ich lege mich ins Bett rein. Das habe ich mir vorgestellt und wie es dann so weit war, ich gewarnt vor Freude. Das war unglaublich. Weil von dem bin ich heute weit weg, aber das war unglaublich. Das erinnert mich. Ja, die Zähne waren natürlich. Nicht die Zähne, der Zahn. Der eine Zahn. Der eine Zahn. Der hohle Zahn. Der hohle Zahn. Oftmals bringt ein harter Brocken des Mahles Freude sehr ins Stocken. Mit Wilhelm Busch. Das ist eingefallen. Das ist eingefallen. Ja. Das Beste. Weil das mir alle gesagt haben, ja, ist das eine Wurstelbehandlung, was habt ihr? Ich habe kein Problem, nicht, Wurzelbehandlung. Weil ich bin jetzt auch nicht so wehleidig, ne? Die hat der Burt und mehr Spritzen gegeben und alles und das gemacht. Und ich dachte, ja, was habt ihr jetzt? Nicht? Dann hat das ein bisschen Togatz, dann haben wir ein Paket mitgenommen und ich gesagt, ja, ich meine, das ist ja weit weg von irgendwas. Nicht? Ja, und dann hat es angefangen. So, jetzt schon langsam kommen wir jetzt. Aber wenn wir jetzt machen, wir daher die Refrain. Nein, wir geben uns das von vor bis hinten. Warte. Wir geben uns das von vor bis hinten. Da sind wir den Palavaccisti schuldig. Ist ja wurscht. Ja, ist ja wurscht, aber so siehst. So klein. Aber so siehst. Naja, F, B, F, C. Warte, ich schau, was. Ja, ich hätte schon gerne ein die Melodie auch gehört. Ja, aber was? Leute, Akkorde. Schleimert. Schau mal auf meine Finger. G-Moll. Naja. B-Moll. G-Moll, B-Moll. Das ist ja der Klassiker. G-Moll, B-Moll. Ja, eben. Na, was kriegst du aus? Ja. Ja, Christoph, da weißt du, sagst morgen kalt duschen, das magst du. Ja, das waren in der ganzen Woche, also auch wie ich komplett groggy war, ich mache das immer, also ich tue mich nur kalt duschen, ja, nur eiskalt duschen. Und das waren wirklich die Momente während des Duschens und ein paar Minuten nach der Dusche, wo ich am absolut fittesten war. Das weiß ich nicht wieso, wahrscheinlich Nerven sind auf kalt, besser als auf warm. Ja, sowieso. Und die weißt du, die inneren, die Zellen, ne, die werden antrieben oder irgendwas, was weiß ich was. Du kriegst von innen mehr Power, wenn sie kalt duschen. Wahrscheinlich so, irgendwas wird damit zu tun haben. Aber das war wirklich so und heute auch nicht in der Früh. Ich tue mir eiskalt duschen. Es ist eher Wahnsinn, dass ich das mache. Ich bin ja Mimosen. Ich bin ja total. Ich bin Warmdusche bekennender. Ja. Der Vierwand, wo ein See oder ein Teich ist, der kann 5 Grad auch haben, gehe ich rein. Das steht mir nicht. Aber unter der Dusche, dieser Strahl der Brause ist einfach gut. Weil man die Wanne einlässt wahrscheinlich, mit 10 Grad gehe rein, macht es mir nichts. Ja, nein, das ist ja dieser partielle Strahl. Ja, nein, das geht. Also da hat es einen Wasserfall, du musst direkt so oberschwachen komplett. Ja, das so ist richtig so. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist immer noch auch eine Überwindung. Also es ist nicht so, dass man das nichts macht. Mhm. Dass ich sage, ich will mich kalt duschen, dann wurscht, das nicht. Es ist immer jeden Tag eine Überwindung, aber keine Orge. Also das ist wirklich so, dass ich das mittlerweile, das war früher undenkbar. Aber dass ich das wirklich zusammenbringe, das wundert mich, weil ich bin ein totales Seicherl. Aber komplett in vielen Dingen. Weißt du, da bin ich ein Fisch scheinbar. Weiß ich nicht warum, keine Ahnung. Und sogar eiskalt, meine Mutter hat zu mir gesagt, ja, du hast dich schon heiß duschen dann in der Früh, gell? Aus dem Telefon, du hast dich schon heiß duschen. Ich sage, ja. Und die Dusche eiskalt, aber
Ja, das stört, das ist wurscht, aber ich krank bin. Das stört mich nicht. Das ist nicht das Ding. Das meins, aber ich war sogar für die Schweizer zum Beispiel, die hätte, ich war sogar im Brienzer See im Frühjahr baden. Ja. Also das war kein Problem, nicht? Aber Am Eisbahn, ich wollte heuer Eisbaden, haben wir extra im Das Herbst haben wir Eisbaden gesucht, war einen nicht super, so einen super so Einstieg ja. gefunden auf der alten Donau. Weißt, mit Stufen und mit einem kleinen, Mit einem wo du kleinen, anhalten ja, kannst. ja. Und wo du auf Stufen ins Wasser reingehst. Aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. Ich meine, wenn ich wirklich wollen hätte, hätte ich schon gemacht. Aber gut, dann habe ich immer gesagt, das möchte ich allein auch nicht machen, nicht, weil So, da muss ein zweiter dabei macht man sein. beim ersten Mal ja nicht. Ja, nein, das ist nicht gewohnt. Klar. Na gut, aber genug davon, aber auf jeden Fall auch das ein Thema. Bin auch ein Warmduscher, Fritz Status, ja. Oder mein Muckel hat auch gesagt, sicher nicht. Sicher nicht. Das ist, ich darf nicht einmal einen Meter neben der Uschi stehen, neben meinem Munkelein, wenn ich frisch aus der Dusche komme, weil ich so einen Köden ausstrahle. Wirklich. Ja. Und weil es früher vorgeschlagen hat, ich glaube, der Christoph Acker, ne, mit Zwirn um den Zaun und dann an der Türklinke befestigt. Ne. Und so haben wir gedacht, das war leibend auf der Terrassentür, was eine Schiebetür ist. Ne. Du stehst, ne, und dann, Ja, genau. na gut, also pass auf, wir machen mit das durch. Patrick, von vor bis hinten, wieder Desaster ist klar, aber was soll es? Es Ich rauscht. mache eine Einleitung, ja. Okay, na ist in Ordnung. So wie es da steht, oder was? Das steht schon immer da. Das zählt nicht mehr, aber das ist unser Ding, ja. das ist unser Ding. Ich weiß schon, das ist unser Ding. Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich, doch ist halt das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt, und doch ist die bucklige Welt kugelrund. Ein jeder Mensch hofft und ein jeder Mensch strebt, doch Gefühle sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt da das Denken? Es gibt nur der Schluss. Es kommt schließlich alles, wie es kommen muss. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt das gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal und, einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt das gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, denn der Herrgott weiß immer warum. Aber gar nicht so, Gar nicht so, für das, was da so, was gar nicht so Dinge, aber natürlich nicht Das ist Plattenreif. ja ein Schmornsieg, aber Und man muss jetzt wieder ehrlich sagen, der Refrain, wunderschön. Unterschied die Strophe dazu passt, finde Die Strophen, auch melodiös gesehen, das kann ja keiner nachsehen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Das ist, aber trotzdem, ich will in Ernst Arnold da nicht schlecht reden, aber der Refrain ist ja wirklich gut gelungen. Sehr gut gelungen. Absolut, finde ich auch, ja. Wenn der Alte nicht will, nutzt das gar nichts. Ja, Harry Stelle diese Varianten gibt es tatsächlich schon renoviert. Ja. Ich würde sagen, leider, wir verabschieden uns mal mit dem Speersch und Schreit da oben. Wir machen das wirklich ist das heute- letzte Schluckerl im Glas und bin heute man wir sind zwar, jetzt könnte man bist sagen, sehr, wir sind sehr schon in der naja, Muss ich auch sagen. noch nicht einmal 2 Stunden, aber Für heute, die Umstände. ja, gut, eine halbe Stunde haben wir Tontechnik gemacht. Ne? Das hat aber viel Kraft gekostet. Hat aber viel Zuschauer gebracht. Ja, seit man nicht man sehr ablaut. Ja. Da waren wir gleich auf 86 kurz. Aber ja. Nein, und ich muss sagen, jetzt bin ich wirklich schon. Betreff, kann man Jetzt sagen. bin ich schon. Nahe der Ich Ende. glaube, meiner hat jeder Karriere. Verständnis dafür, glaube ich. Ja, du, und da muss man ganz ehrlich sagen, und wann nicht?
kann man auch nichts machen, weil ich habe das jetzt letztens, das können wir jetzt noch plaudern. Ich habe das letztens jetzt da gehört, in einem Zusammenhang mit einem Gespräch, the show must go on. Und das war gerade, wie ich da daheim gelegen bin, nicht? Und da haben wir das Show must go on und ich habe mir das halt überlegt, ja, wie das war mit den 40 Grad Fieber und so weiter, ja, weil wir das Geld braucht haben und weil wir denen schuldig waren, das zu machen und natürlich ja blöd ist, wenn für einen Hofburgball die Musik von heute auf morgen ausfällt, ne? Das ist alles nicht so einfach. Aber irgendwie haben wir gedacht, bist du deppert, wie blöd muss man sein, dass man sie wirklich da um 10 Uhr auf die Nacht bis um 4 Uhr in der Früh mit 40 Grad Fieber hinhaut und dort dann noch herumspielt. Also das war so dieser Ding. Und dann haben wir so gedacht, jetzt ich liege so da nieder. Ne? Jetzt steht er vor, die Pawlatschen ist am Montag. Ne? Und man dachte, naja, ich habe so voraus, ich habe gedacht, Pawlatschen, das wird sich schon ausgehen. Das wird sich schon ausgehen. Und weil dann eben zum Beispiel auch die Tanja Merget gefragt hat, nicht? Sonntag, nicht? Geburtstag, ob es da nicht eine Sonderedition Kakao mit Glas gibt. Nicht? Und hätte ich gern gemacht, wirklich. Also es war eben so im Hintergedanken, aber es ist halt auch so, ich mir gedacht, das Show must go on, ist das wirklich so? Muss das wirklich sein? Nein, muss nicht sein. Ich meine, bis jetzt war es so. Ja. Aber jetzt aufgrund dieser Corona-Geschichte, dieser neuen Welt, die wir da betreten, da ist jetzt echt die Frage, muss das wirklich sein? Show must go on? Nein, Da muss kann man nicht nicht einfach sagen, Leute, Pech gehabt. Ich meine, ja, nicht, wenn man was zahlt hat, dass man wieder zurückkriegt, das ist schon klar. Selbstverständlich. Ja, da war klar, ne? Also dieses Business um jeden Preis. Aber wir haben in Zuständen gespielt, also das machen wir Gott sei Dank Ja. nicht oft in den 26, 27 Nicht Jahren. oft, nein. Es war Gott sei Dank nicht oft, aber die paar Mal war es schon so. Ja, zum Beispiel, für meine Mutter war das unverständlich, dass ich die Pawlatschen mache. Und so, das heißt, kurier die aus, das ist ja Blödsinn. So, erst das geht schon, also da habe ich schon mit Da Schlimmeren. bin ich auch, da hab ich Ja. ja, genau. Und das ist auch okay, also jetzt wegen an jedem Schnupferl Braucht man nicht gleich aufhören, das ist ja Blödsinn. Aber ne? eben so diese Wertigkeit auch schaffen, dass man sagt, naja, die Show must go on, ja, also so gut es geht, aber nicht um jeden Preis. Und ich glaube, das ist genau wieder so eine Geschichte, wo man ein bisschen vielleicht nachdenken sollten und ein bisschen einen Diskurs führen sollten und auch mit Leuten reden oder die ansprechen drauf, wann das Ganze wieder angeht, weil diese Normalität, die manche sich zurücksehnen, die kommt ja nicht mehr, die ist ja vorbei. Aber wenn man jetzt aufs Neue aussieht, wenn man sagt, wie wird das Ganze nach Corona weitergehen? Und da sagt ja jeder auch nicht, zum Beispiel auch vom Tourismus, wo irgendeiner vom Tourismusverband, der gesagt hat, ja, wenn das hier hat, in 2-3 Jahren haben wir wieder einen normalen Tourismus. Und da hat der aber gesagt, aber wollen wir das? Wollen wir das überhaupt haben? So? Ja. Das ist die Frage, ja. Und wenn du da ausschaust, auch Falco, Elton John, Freddie Mercury, die haben alle ohne und Elvis Presley, also da wird es noch viel mehr geben, Ja. aber die haben ohne Drogen, ohne massiven Drogencocktail, haben die gar nicht arbeiten können. Bei Elvis Presley war es ganz extrem damals, Ja, wo bei der war das allem. der älteste war quasi noch, nicht? Ja. Damit so richtig, nicht? Das ist Ja, und das ist halt, ich glaube, das ist eigentlich jetzt noch ein nettes Abschlussthema, finde ich. Hat mir eure Meinungen dazu, das würde mich wirklich interessieren, und so als Ja, Abschluss Blauscherl. apropos Drogen. Ja, nein. Nein, weil ist wirklich um jeden Preis, muss das so sein. Und muss man dann wirklich sagen, ja, du hast dann nicht, weil wir haben ja wenn du die Verträge hast, die klassischen Künstlerverträge, da steht halt drinnen, wenn du deins nicht erbringst, musst du zahlen. Nicht nur kriegst du halt nichts, ich meine, bei vielen kriegst du nichts, oder bei vielen macht man es halt dann so aus, dass man einen Ersatz kriegt oder was. Übrigens, Aber bei den ganz offiziellen Verträgen musst du eigentlich dann der Penale zahlen, weil du ja dein Versprechen nicht eingebracht hast. Nicht? Und ich denke mir eigentlich, nein, das muss nicht sein. Das muss eigentlich nicht sein, dass man dann hergeht und sagt, ja, das Show must go on, es ist scheißegal, wie du beieinander bist oder wie es da geht oder so. Denk dann, wie mein Neffe gestorben ist. Nicht? Am gleichen Tag haben wir gespielt. Da habe ich gesagt, ja, was wir machen. Ich habe gesagt, es ist für mich mehr Ablenkung. Ne? Das war in dem Fall das muss man aber auch denjenigen dann entscheiden lassen. Für einen, den macht es nicht, im Gegenteil. Ja. Ich bin auch eher der Typ, der sagt, dass ich da lieber spielen gehe, als daheim sitze. Ich meine, Ja. das ist so. Ne?
So wie wenn meine Großeltern gestorben sind und also Großeltern und so, bin ich gern spielen gegangen. Das war meistens so, dass wir am Abend gespielt haben. Ja, war das Schönste für mich eigentlich. Ne? Ja, aber es ist Aber eine Ablenkung. Ablenkung gewesen. Aber Ne? zum Beispiel, wie meine Schwägerin gestorben ist, letztes Jahr, Ja. habe ich gesagt, nein, Nein, das die Pavlage gar nicht, geht ich nicht. hätte es vielleicht zusammengebracht, Ja, ja, rein aber- aus Disziplin. aber Ich habe gesagt, ich will nicht. ist das immer notwendig? Ich will nicht da im Kasperl reißen oder sonst was, was ich nicht gern mache oder das ich auch bin. Aber nein, ich bin nicht trauer, Punkt. Genau. Nicht? Oder ich Ja, am genau. gleichen Tag ist Begräbnis gehabt, da mache ich vorher Da mach ich nicht die mache ich nicht an die Pavlatschen Ja, machen. genau. Mein Bruder hat gesagt, du, ich hätte kein Problem gehabt, das hättest du ruhig machen können, ich hätte das nicht falsch verstanden. Sag ich, das weiß ich aber ich glaube wirklich, es ist so, man sollte das auch in diese neue Zeit umbringen, nein, nicht um jeden Preis, dieses Ausnutzen der menschlichen Kräfte sollte man einfach nicht mehr machen. So, jetzt schau ich rein, was gespielt hat, was gesagt hat. Der Fritz Stadtger sagt, ihr seid meine Droge. Na bravo, Herr. Da bist du aber mit Schädel aufwachen. Großartig. Ja. Solange man sich wohlfühlt, genau, ist okay, aber nicht um jeden Preis, so ist es. Absagen muss man sich erarbeiten und leisten können. Ja, das stimmt ja, das ist ja das. Ja, die Carla hat das leichter können als ein junges Pupperl. Absolut richtig. Ja. Für den Johannes Faber zum gestrigen 27. das Nationalspiel. Johann, du hast gestern den 27er gehabt. Ui. Leider betretet ihr da Gefilde, über die man heutzutage nur mehr streiten, aber nicht mehr diskutieren kann. Ja, Franz Brandte, du hast wahrscheinlich recht. Ja, weil wir es nicht gewohnt sind, also die Situation. Wenn man davon ausgeht, da muss Ja. Das, pass auf, das bin ich mir auch. Das ist ein ganz anderes Thema, aber es gehört für mich in die gleiche Riege. Ich bin mit dem Auto gefahren und da wird dann Ö3 gehört. Am Sonntag, glaube ich, nicht? Aber dieses Fragt das ganze Land, eine der größten Trottelsendungen, die es gibt, wo halt dann irgendwelche ihre Probleme sagen und dann geben halt die Ö3-Hörer oder irgendwelche ihre Meinung dazu kund. Und da war eine und die hat gesagt, wie gesagt, sie ist der Meinung, dass von einem Handwerker verlangen kann, dass er die Schuhe auszieht, weil sie halt da 1,5 Stunden nachputzt und so. Ne? Und denke mir, ja, das ist sicher Arsch, wenn du so nachputzen musst. Ich habe mir auf der anderen Seite gedacht, das scheiß dich nicht an. Entweder, weißt du, was meine Mutter gemacht hat, wenn Handwerker gekommen sind? Die hat sowas als ein Filz aufgelegt. Genau. Aber der war nie auf die Idee gekommen, na Leute, bitte zieht euch eure Schuhe aus. Das sollen die Leute das selber machen. Diese wirklich verwahrlosten, verweichlichten Filtrollen, die heute unterwegs Das sind. ist richtig, ja. Wenn der Handwerker einen Dreh gemacht hat, dann hast du den Schraubenzieher, dann kannst du es selber machen, der Trampe. Kommt So der macht er Installateur? nicht das. Nein, Weil- wo sind wir? Du sie die Schuhe hast. Nein. Wir gehen rasch. Aber das ist so was Ähnliches. Das ist so, man kann verlangen, man muss verlangen können. Und das stimmt nicht. So. Jawohl. Ja, das höher, schneller, weiter ist vorbei. Ganz genau, Steine 01, 07, das ist vorbei. Ja. Damit Taxer Christoph Acker, der bringt mich schneller ins Grab. Wie soll das andere? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Genau, naja, das ist, es ist besser Nein zu sagen, als sich selbst zu schädigen, die mir die Arbeit hätte er nachlassen und so weiter. Ja. Aber dort natürlich auch, und um das geht es ja, deswegen haben wir ja immer gespielt, wie der Harry Schneller-Fonte gesagt hat, das kann sich nicht so leicht leisten. Ne? Dass du einfach sagst, nein, ich kann nicht. Ne? Das ist halt das. So, ganz kurz gehen wir durch. Was haben wir noch? Ja, Daniel Schlöger sagt auch, es wird keiner bei deinem Grabstein stehen und Danke sagen, wenn du dich gequält hast. Gesundheit geht vor. Denke mal auch. Aber natürlich geht das heute gar nicht machen. Nicht? Weil jetzt rede ich schon so, aber ich darf Geburtstag gehabt, bin 46, ich darf das sagen. Die heutige Jugend, die ja, naja gut, die ja, der geht zu seinem vom Netflix-Couch-Fernsehen schauen, steht auf, weil er sich Chips holen will, stehst mit kleinen Zeichen beim Kosten an und kann nicht hackeln für die nächsten 3 Wochen. Ja, das kann sich nicht sein. Ist nicht die ganze Jugend. Der war ein Großteil, Wenn wir zum Beispiel Johannes Faber 27. Geburtstag gerade haben, ist ja auch die Jugend quasi. Ne? Faber Kleinbaustellen in Eibestal, also eine große Firma, also eine kleine Firma begonnen, glaube ich, vor 3 Jahren oder 4 Jahren, sie selbstständig zu machen. In der Zwischenzeit sind 7 Angestellte, 8 Angestellte, oder wie? Also großartig. Ja, also, es gibt schon andere Beispiele auch. Ja, muss ich nein, aber sagen. definitiv. Wobei man wieder so, zum Definitiv. Beispiel, wenn man der Johannes jetzt gerade einfällt. Ne? Also, das ist, Ja, absolut. Nein, das passt nicht gut, aber was werden wir jetzt noch spielen? eine Schlussnummer machen wir. Ne? Ja, finde ich auch nicht sagen, dass wir spielen. Ja, das machen wir was. Nee, freilich. Ja. 27. Da weiß ich schon Lass was. uns so hoch oben und dann spielst du nicht einmal was. Da weiß ich schon was. Was war's denn? Das fällt mir auch schon. Ist ja gut.
Was ist das? Ich gehe gemütlich heim. Ja, das weiß ich, aber was Sie? ist? Und da geht man jetzt nachher noch ein Paradeisermarsch hin. Können wir machen. Ja. Das passt auch irgendwie da. Ich geh gemütlich heim, da steckt mir wer am Darm. Herrgott, na was wo mit Flucht, was am Soffene auf der Straße sucht. Hat der Lackel bläht, was suchen sie auf der Meer? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt kröll ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's doch jeden Schritt mich wieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Fangt auch dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön. Die Leute glauben, ich lerne eh. Ja, weil ich auf die Knie da rutscht und wie ein Baby die Krawatten lutscht. Da schreit der Alte an, so laut als er nur kann. Jetzt ziehen die Leute schon hunderte Menschen an. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Na, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt kröll ich alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's doch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Fangt dann wieder an, die umeinander Grölerei. Ich suche Weintraum, so groß wie ein Paradeiser, dazu noch Weinschick, so hoch wie Häuser, und statt die 4 Liter Glas Lapper pumpen, mit einer Pumpen für den Wein. Und weil ich mich gern schraube, die müssen fix abgestellt werden. Und wenn wir dann noch jede Woche außerdem 6 Wochen fehlt uns nix mehr bei uns im Bett. Johannes, das war für dich jetzt. Jawohl, jawohl. Nein, ich merke schon, ich wäre schon. Jetzt aber schon langsam, jetzt müssen wir ein bisschen Ich wäre schon schwach. Es Ich ist- wäre schon schwach. Oder der Straßenhans hat natürlich zu Recht hat er natürlich den Finger erhoben und hat mir ermahnt, dass ich nicht so streng sei. So, ja, bin ich eh nicht. Bin ich eh nicht Straßenhans, kennst du mich eh. Wo manchmal ein bisschen in die Rage gehen muss man, aber vollkommen richtig. So wie auch du gesagt hast, das ist natürlich nicht alles schlecht. Ja, gar nicht. Aber man muss einmal ein bisschen Dampf ablassen. Aber du hast vollkommen recht. Muss korrekt gesagt sein. Ja. Bis heirat ist wieder gut, hat die Oma gesagt. Ja. Meine Oma hat gesagt, heirat nicht. Heirat ja nicht. Ja, 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 ja. Schöne Ja, Aussage. ja, ja, ja. Ich weiß, von was ich rede. Ja, da war die sagt auch mit dem Schutz, nicht? Klar. Das war da war so ein ein Arbeitgeber dort, der hat gesagt, das darf ich schon dienstrechtlich, darf ich schon den meisten die Schuhe nicht ausziehen lassen. Nicht? Arbeitsschutzrechtlich. Nein, wie gesagt, aber es geht nur um das, dass einer wirklich so, oder eine in dem Fall, sich selbst so wichtig nimmt, so, ich muss nachher nachputzen. Und da denke ich mir echt, ja, dann machst du das selber, irgendwas muss da recht sein. Ja, genau. Und ich denke mir echt, wenn ich Handwerker gekommen habe und ich nicht fähig bin, das vorher
so zu präparieren, dass wir nicht allzu viel dreckig machen können. Dann wird der Kerst erschlagen. Vor allem, wenn man nur mit den Schuhen durchgeht, ist ja nicht einmal so viel. Ja, es ist wurscht. Ja. Der Indianer kennt keinen Schmerz, nur was bringt das einen, ja? Der Christoph Acker, das war immer was, das habe ich oft gehört. Das habe ich oft gehört in meiner Kindheit. Erst, Indianer kennt keinen Schmerz. Und dann habe ich aber fast zu jedem gefühlt zu jedem Geburtstag, habe ich gekriegt irgendwas Indianermäßiges. Ne? Also meistens was Indianer, so ein bisschen was Cowboy, aber meistens Indianermäßiges, eben so Federn oder so Sachen. Und dann bin ich natürlich immer verarscht worden. Und da haben sie mir dann immer Namen gegeben, oder? Daheim auch. Also es ist nicht so, ich bin nicht in der Schule gemobbt worden, ich bin daheim gemobbt worden. Nicht? Ich habe da eine harte Schule, mein Bruder, was glaubst du? Und da habe ich dann was erzählt, weil ich halt dann einen Milchzahn verloren habe, nicht, weil ich da Zahnlücken gehabt. Und da war der Häuptling Zahnlücke und so weiter. Und das habe ich dann oft gehört, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und wie man das oft gedacht, ich bin kein Indianer. Ich bin kein Indianer. Ja, aber was soll man machen? Das sind auch so Erzählungen. Was ist heute wahrscheinlich so sagst, der Indianer hat keinen Schmerz, ist das wahrscheinlich eine rassistische Äußerung. Politisch unkorrekt ist es auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Sowieso. Absolut. Absolut, aber bevor wir das Thema auch noch aufmachen. Leider, also ich glaube, wir haben heute alles drin gehabt. Ja, inklusive eine halbe Stunde Tonstörung. Wir haben komplett gesagt, das war ja nur der Beweis, dass es live ist. Ja. Bis auf diejenigen, die die Sendung nachschauen. Nicht? Für die ist natürlich nicht live, aber die sehen es genauso, als ob es live war, nur dass sie nichts reinschreiben können. Naja. Ja. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ich danke euch vielmals, dass eure Nachsicht wirklich vorhanden war. Und ich freue mich jetzt da wirklich schon aufs Niederlegen. Und wir sehen uns nächsten Montag, ist ganz klar. So, Oder dazwischen irgendwas? Oder dazwischen irgendwas? Nein. Nein, dazwischen haben wir nichts. Nein. Wir haben wahrscheinlich Aufnahmen. Aufnahmen, ja. Wir haben wahrscheinlich Aufnahmen. Näheres werdet ihr erfahren. Wir natürlich dann kundtun. Und diese Aufnahmen sind natürlich leibend, weil natürlich da auch wieder vorher eine halbe Stunde erzählt, dass wir alle einen Test gemacht haben und in den Abstand einhalten und so. Mir regt sowas immer auf, aber das ist eh klar, sonst macht man es ja nicht. Ne? So, alles ja wurscht. Auf jeden Fall, auf das könnt ihr sich auch noch freuen. Wird, weiß ich nicht, wann das dann rauskommt, aber auch im Internet. Also das ist auch. Ja. Aber ja, dazu später mehr. Wir danken euch herzlichst. Schicke euch ein dickes Puzzle. Und ja, ich würde sagen, wir machen heute mal ausnahmsweise einmal wieder die Mühle. Die Mühle. Erst wann der Milchmann mit die Müllkandeln schert. Jetzt ist so, das Rauschen ist ein Special Effekt. Das ist ganz einfach, vielleicht kann ich den antragen. Soundeffekt, so weiter. Ja. Na, um Himmels Willen. Also ich danke euch vielmals und wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen. Und bleibt bitte uns gewogen und verfolgt uns sozusagen auf allen möglichen Kanälen, weil wer weiß, irgendwann einmal kann wieder gespielt werden und ja, dann solltet ihr wissen, wann, wo. Wann und wo, nicht? Ja. Und ja, und wenn ihr noch einen Wiener Wein haben wollt, in dem Fall einen Weinviertler Wein, dann seht ihr gleich nochmal dann bei der Abschluss, wie sagt man, im Outro. Im Abspann. Im Abspann, so heißt es. Ja. Im Abspann seht ihr wieder die Daten vom Graf von Bullendorf. Und ja, wir sagen Dankeschön. Dankeschön auch für eure Großzügigkeit, die bis dato oder in naher Zukunft noch auf unsere Zahlmöglichkeiten Einschlag finden. Da danken wir euch herzlich. So, jetzt habe ich genug gesagt. Und es verabschieden sich jetzt Häuptling Glucksender Brunnen vom Stamm der Grünen Veltliner und meine Wenigkeit. Rudi Korbis hat das geschrieben. Großartig. Das war mir klar. Das war mir klar, dass das kommt. Häuptling Glucksender Brunnen vom Stamme der Grünen Veltliner. Nee. Der Rudi. Großartig. Ich habe mal gern, das ist sehr Im lieb. Sinne. Das ist sehr lieb. Viert euch gut. Schwerstund schreit da oben, Schwerstund schreit da oben. Leider geht's doch endlich heim. Doch mich stört nicht ein bisschen, das Rast noch mit den Schlüsseln. Ich trink jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst wann der Milchmann mit dem Mühle kam und schäbert, wird's für mich Zeit.
nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weintal ganz schön deppert. Alles was ich anschaue, bleibt und Pöpse. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllekahn und schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn er mir alte Futter zueinander doch geklettert, Hals und Bein, denk ich an Goethe, dreh mich um und hör nix mehr. Jawohl. Danke, Vierte. Chloe. Vierte, guter Danke. Plan.